Okay, ob das läuft. Gucken wir mal, ja. Oh. Es nimmt auf! Hallo! Also nimmt schon... Oh, ja. Okay. Ah, nein, überrascht. You tricked me. Kannst du bitte nicht so Scheissdreck sagen, wenn ich am Trinken bin? Es gibt nur einen Kaffeeunfall. Ja, aber du hast auch den falschen Becher. Für den Ich habe Moment. ich habe leider nur den Horde-Ding und keine Allianz gefunden damals. Jetzt weiss ich, was ich dir zum Geburtstag schenke. Oder auf die Weihnachten. Ich bin gestern schon schauen, was es die gibt. Ein Ali-Becher. Also, nicht von Ali. Ja, ein Allianzler. Also so einen Krug oder so. Ich habe ja die Assassin's Creed Krüge und so Scheisse, weißt du? Mhm. Aber da gibt es einen mega... Oh ja. Solche eigentlich bin ich am Rumschauen. Aber ich Ja. habe noch nicht so viel Zeit investiert. Aber das wäre so eine Idee. Ich sehe nur so ein... Ich weiss, du trinkst kein Bier, aber es ist ein schönes Bierglas. Aber es... Oh, ja, ich weiss. Aber es sieht gleich geil aus. Ja, das glaube ich. Es ist... Oh nein, ja, jetzt. Ich muss schon wieder aufhören zu schauen. Wir sind einen Podcast machen und nicht irgendetwas anderes. Und ja, grüezi miteinander, Hallo, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauer. seit kurzem Zuschauer, genau. Und Zuschauerinnen. So, Richtig, richtig. Wir haben das, glaube ich, schon lange nicht mehr gemacht. Wer sind wir überhaupt? Ja. Ich bin der Blackjack. Ich mache Sachen im Internet. Keine schweinische Sachen, meistens nicht. Habe da mit meinem Lieblingsschnitzeli, wo also nicht neben mir, aber irgendwie so durch die Kamera vis-à-vis sitzt, den Podcast dürfen machen. Ich finde das mega geil. Das ist das 3. Jahr einfach. Das 3. Jahr. Es ist... Und vor allem die Zeit geht. vor allem, es ist einfach so aus einer Idee, einfach so, eigentlich müssten wir einen Podcast machen. Ja, Ja, aber Easy. an unserem ersten Brunch, gut, das ist ja auch so ein... Eigentlich auch nur so eine kurze Idee gewesen, wo wir gedacht haben, ja komm, wir dann Anfangsjahr am 1. Januar machen wir unseren Brotkasten, also einfach unseren Brunch. Ja, Und, einfach ein Brunch. So ein paar Brötchen aufgelegt, so ein bisschen Lachs, so, oh ja, mit meinen Barfährschnitten, geil. Und nachher haben wir gedacht, ja, wir machen so vielleicht 3-4 Stunden, am Schluss sind es glaube ich 8 Stunden gewesen, wo Ja, wir der live erste haben wir voll übertrieben. Der erste, also ich bin völlig, ich weiss, ich bin so kaputt gewesen nachher. Hey, ja. Also ja, so das ist- richtig. Genau. Ja, für die mich nicht kennen, ich bin der Ullen, machen auch Dinge im Internet. Wie der Blackjack. Von dort her kennen wir uns eigentlich auch. He? Ja. Und wir sind zusammen also nicht zusammen, sondern jeder hat seinen eigenen Kanal auf Twitch. Blackjack V8 und Ullen, ja. Ja. Ich habe das jetzt extra gesagt, weil wir das eigentlich immer vergessen am Anfang. So ein bisschen. Wo findet man uns Es eigentlich? ist schon so. Vor allem, aber ich habe es glaube ich das letzte Mal schon gesagt, in meinen Notizen steht das immer zuoberst. Werbung am Anfang. Ich glaube, wir haben es eins gemacht bisher. Ja, jetzt haben wir es das zweite Mal gemacht. Jetzt das zweite Mal. Ja, wir werden Genau. besser. Also für die, was allgemein ein bisschen interessiert und ein bisschen unterwegs sind, brotkasten.ch ist, glaube ich, die beste Seite, wo man uns findet. Dort haben wir noch Verlinkungen, wo wir aktiv sind, wo wir uns zeigen und wo wir uns nicht möchten zeigen. Genau. Genau. Ja, voll. Genau, und wir reden über Filme und Serien. Früher noch Games. Wobei, wir haben gesagt, wir möchten eigentlich keine Games mehr. Und das letzte Mal haben wir Haben wir gleich... schon wieder Games drin genommen. Das Mal reden wir wahrscheinlich auch über eins. Es ist einfach, wir nennen es nicht mehr als fixen Punkt rein, dass wir effektiv etwas erwähnen, aber wenn halt etwas... Wenn es etwas gibt, wie jetzt das Mal, wo uns beide irgendwie gerade verbindet oder so, wo wir beide im Spielen sind vielleicht, dann können wir das ruhig drinnen haben, finde ich. Also, absolut. Wenn wir beide so einen Wow-Effekt drauf haben. Der Wow. Es tut so weh. Aber es ist ein guter Übergang. Ja, oder? Ja, wenn wir mit dem anfangen, ja. Ja. Der Wow-Effekt.
Ja, also ich muss sagen, wir sind jetzt zusammen an einer LAN-Party gewesen, an der Luck and Load letztes Wochenende. Aha. Das ist auch schon wieder eine Woche her. Für Ja, sich. sag nichts. Und ich habe glaube noch nie so viel an einer LAN-Party World of Warcraft gespielt. Ja, der letzte. Das habe ich gemerkt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie so durchgeschaut habe und wenn ich so überlege, was könnte man spielen, dann schaue ich so in die Reihe. Der Ulan ist wieder in einer Instanz drin oder so. Ah ja. Ich habe mich mit Zwergenkrieger müssen aufleveln. Ja, und jetzt lass ihn im Stich. Wieso? Nur wegen dem Hili-Wili. Ja, der Hilibili. Jetzt hast du den Hilibili-Priester gemacht. Und jetzt... Ja, also tatsächlich, ich bin ehrlich, als ich mir das neueste Add-on, habe ich wollte sagen, der Add-on gekauft habe, Midnight. Ich habe 2 Boosts bekommen, einen 80 und einen 70. Und der Krieger habe ich tatsächlich gerade auf 80 vertatscht und den Heiler auf 70. Du Frag hast mich einen nicht, wie ich. 70er Boost. Ja, Hast du den vielleicht von früher noch gehabt? das kann schon sein. Ich Okay. ich hatte irgendwie darum, der Kollege von mir habe ich gefragt, der Panda, der der LAN war, und ich gesagt, du, eben, es gibt doch da so Boosts, kann ich nicht so einen von denen brauchen? Dann hat er auch so, hat er gesagt, ja komm, zeig schnell, was für Fertiges hast. Er sagt also, wieso hast du einen 70er-Level-Boost? Und ich keine Ahnung. Ich habe den nie gesehen, das ist mir nie aufgefallen. Ja, Genau. sie sind aber auch, wenn du nicht wirklich darauf achtest, die sind ja immer einfach so oben im Ecke. Das stimmt, Und ja. dann, wenn du nicht wirklich dort drauf schaust, und vor allem, es ist auch einfach ein WoW-Icon. Also Ja. das Warcraft-Icon, dann denkst du, okay, das gehört vielleicht irgendwie dazu, wenn du es nicht weißt. Und dann, ja. Mhm. Drückst vielleicht drauf und denkst, scheiße, jetzt bin ich im Shop drin. Aber Ja. dieses Mal nicht. Nein, nein. Aber, ja. Das war mir nice gewesen. Ja, Hey, aber ja. Ich finde es cool, es haben sich so viele Leute gemeldet, die mitspielen. Die einen sind in der Gilde, die einen nicht oder noch nicht. Ja, ich finde es einfach cool. Ich hoffe, das Hey, bleibt ein bisschen. Die Leute spielen ein bisschen. Wenn man dann ein bisschen vielleicht kann, miteinander in Dungeons gehen und so. Wir haben, glaube obwohl wir sind jetzt nicht mega viele Leute, aber die ich bis jetzt gesehen habe, wir haben, glaube wir haben ein bisschen alles abdeckt. Wir haben ein bisschen Healer, wir haben ein bisschen Tanks. Das hast du sowieso immer mehr als genug. Also, ich glaube, da könnte etwas Cooles daraus werden. Ich Hey, bin auf einfach jeden gespannt, Fall. wie lange es die Leute dranbleiben. Nicht wie bei, Ja. nicht wie bei Hightail, wo ich mir halt letzte jetzt, also, oder jetzt, wenn der Server dann, das ist jetzt erst gerade verlängert worden, aber so in einem Monat abläuft, mir halt überlegen, ja, ich glaube, wir halbieren die Serverkosten. Das spielt ja Ja. nur noch eine Handvoll im Moment. Ich Aber meine, es ist, ja. das Game gibt halt im Moment auch nicht viel mehr her, muss man halt Ja. ehrlich sein. Aber wäre nice, wenn es im WoW ein bisschen anders wäre. Die Leute ein bisschen Spass daran haben, dranbleiben. Hey, ja, also, mir hat es tatsächlich recht gepackt in der letzten. Ja. Hat einfach auch wieder so ein bisschen das Level-Feeling und so. Und vor allem, dass sie auch eben, wir haben das letzte Mal auch schon darüber gehabt, so Burning Crusade Server aufgebaut haben, weil das ist wirklich mein Anfang gewesen. Das zweite Add-on gewesen, das rausgekommen ist. Und tatsächlich, ich freue mich mega, dass man ein bisschen mehr über die Blutelfen erfahren kann, jetzt. Weil das Ja. Midnight geht ja ein bisschen mehrheitlich so in die Richtung. Und auch, was die eben so aus gewissen Städten gemacht haben, das, was du gestern in deinem Stream gezeigt hast, das ist fantastisch. Ja, das haben wir. Also, Und ja, weißt du, wenn du du fliegst über Orgrimmar, Ironforge, gut, Ironforge siehst du nicht wirklich viel im Berg hockt. Oder auch noch schon über Stormwind. Stormwind haben sie ja auch erweitert, ein bisschen aufgefrischt mal vor ein paar Add-ons. Und das hat schon nice ausgesehen, jetzt mit der Hafenanlage, mit dem Grabmal vom Varian und so und all das. Und dann kommt einfach Midnight raus, du bist in Quell d'Anas und du schaust schon und denkst, Bro, wow, okay, ja. not bad. Eine Stunde dort drinnen verbracht. Einfach auch nichts gemacht. Einfach mir ein bisschen das Zeugs angeschaut früher. Und jetzt kann ich das auch wieder machen. Ja, also, wenn er mich sagt, ich bin eigentlich normalerweise immer ein Zwerg. In allen Spielen, wo es geht und wo es möglich ist. Außer im WoW, dort finde ich, Blutelfen sind einfach die geilsten Elfen, die es gibt. Sorry.
Ja, da bin ich halt noch ein bisschen nostalgisch. Für mich sind Nachtelfen sind die Elfen. Das ist, weiß auch nicht. Hi, ich bin Mr. T und ich bin Der Nachtelf-Irokese. Käse. Es gibt keine Nachtelf-Irokesen. Als Maulidiot. Das ist der beste Satz. Oh Mann. Genau. Oh. Ja, aber solche Werbungen haben sie auch nie mehr gemacht, für im Fernsehen. Ah. Obwohl sie jetzt. Wie viele Jahre haben sie jetzt? 20? World of 20 Jahre World of Warcraft, ja. Hey, das Jahr hast du ein Jubiläumsjahr. Okay? World of Warcraft hat 20-Jährige. Ja. Pokémon hat 30-Jährige. Stimmt, das ist ja auch noch. Zelda hat 40-Jährige. Das ist alles. Und nächstes Jahr ist Abrissbirne, weil nächstes Jahr wird Star Wars 50. Oh Lord. Ja. Okay. Ey. Ja. Enough said. Oder? Mal die werden 50. Der erste ist 1977 rausgekommen, kann ich rechnen. Ja, 50, ja. Hey. Wahnsinn. Das zeigt mir eigentlich alle nur eins. Wir werden alt. Ich werde schon immer gemobbt vom Chat in letzter Zeit wegen dem. Oh, komm jetzt. Komm jetzt. Nein, ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem mit dem im Fall. Ich auch nicht. Irgendwie. Also, auch das Älterwerden an sich, wo Leute, ja weißt du, jetzt bin ich schon 30 Jahre. Ich so, ja. In meinem Kopf bin ich immer noch irgendwo bei 25 stehen geblieben. Also, ob ich jetzt da. Ja, klar, also vielleicht. Ich habe es. Auf dem vorgestern. Ja, am Donnerstagabend. Ich habe den Stream ausfallen am Donnerstag, weil ich noch ein paar Sachen machen wollte. Ich habe seitdem wieder mal meine. Oder die eine Garage, wenn es wieder mal putzen am Montag. Und dann hat ich. Nächsten Dienstag. Und dann hat ich jetzt irgendwie müssen am Wochenende noch schauen, dass ich das Auto rausholen kann und weiss ich was. Ja. Und da habe ich gedacht, ich mache es am Donnerstag, habe noch ein, zwei andere Sachen, dass ich einfach am Wochenende nichts machen muss, nur zocken. Der Plan ist aufgegangen, ist alles gut, aber das Auto, das dort drinnen gestanden ist ein bisschen sportliches. Ist Ist ein bisschen, du hast eher so eine halbliegende Position fast, wo du drin hockst. Ich weiß genau, was kommt. Wo ich es parkiert habe, ich habe das zu mir heimgenommen, in meine Garage daheim, das eingestellt habe, ausgestiegen bin, oder besser gesagt, wollte aussteigen, habe ich gedacht, Bruder, du bist alt. Ich habe probiert zu aussteigen wie früher. Und irgendwie habe ich dann plötzlich gemerkt, oh Kollege, jetzt hast du jetzt festgedreht, jetzt hast du irgendwie... Und dann ich bin aus dem Auto ausgestiegen und dachte, ist es das Zeichen, dass ich es vielleicht doch endlich mal verkaufen soll? Bin ich jetzt alt für die Kiste? Hey, aber grundsätzlich so die Mentalität auch. Wir haben letztes Jahr ja gezügelt, oder respektive Sachen vorgeschossen von der Großmutter. Und da habe ich so eine, was war das? Irgendetwas habe ich gedreht, das relativ schwer war. Und das Auto, das wir gefüllt haben, das ist so am Hang gestanden. So ein bisschen, und ich bin hinten dran gestanden. Und da habe ich mir so im ersten Moment gedacht, hey komm, ich nehme einfach einen Anlauf und kumpe einfach rein. Im letzten Moment hat mein Hirn einfach so einen kleinen Teil gesagt, nein. Mach's nicht. Mach's nicht. So einfach gut. so im letzten so, okay, nein, doch nicht. Aber es ist halt so. Ja, ist halt schon. Ja, aber ich darf sagen, dir kommen die grauen Haare, stehen dir sehr gut. Das ist... Erstens danke. Und das ist aber etwas... Nicht, dass ich Angst hatte vor dem, aber bei meiner Family, egal auf welcher Seite, hat es einfach zwei Optionen gegeben eigentlich. Das habe ich schon immer gewusst. Entweder schlage ich auf die Seite von meiner Mutter. Dort ist zum Beispiel mein Großvater oder auch der ein Onkel von mir, der war mit 40 schneeweiß gewesen. Wirklich schneeweiß. Ja. Oder ich schlage auf die Richtung von meinem Vater. Bei dem hat es mit 40 angefangen und oder hat er echt schon fast nichts mehr gehabt. Also sehr wenig. Ja.
Aber es ist okay. Also weißt, er hat es dann auch immer so geschnitten und so. Ja, man hat halt... Überraschend ist immer So gewesen, drüber wenn ich... gelegt. Nein. Ja, ich Er weiss. hat einen Call gemacht. Okay. Überraschend ist es eigentlich immer gewesen, wenn ich Fotos von ihm früher gesehen habe. Wahrscheinlich so ein Mann, oder? Ey, Ja. aber sowas von, weißt du, so richtig... Nicht ein Afro, aber... Wuff, so... Du hast mal Haar gehabt, Vater. Hey. So, Bro, what? Aber auch bei meinem Vater war es ähnlich gewesen. Also eben, bei mir ist auch entweder, also nein, ich glaube, Glatze hat bis jetzt noch kennen aus meiner Familie, väterlich und mütterlicherseits. Aber beim Vater habe ich gewusst, der ist, also ich mag mich eigentlich nicht daran erinnern, den nicht ohne weiße Haare zu kennen. Schon ein bisschen Okay. länger her, aber Ja. ich habe eigentlich nur mit weißen Haaren gekannt. Und von dem her, ich muss sagen, ich finde weiß eigentlich gar nicht, also, oder respektive grau gar nicht so eine schlimme Farbe. Ich finde, für mich steht es noch. Absolut. Also ich habe auch überhaupt kein Problem. Das einzige Mal, wo mich ein bisschen angegriffen gefühlt habe, ist, als ich beim Coiffeur war und der Dude so beim Schneiden gemeint hat, ah ja, langsam kommen graue Haare, Und ich so, ja. Er hat ihm gesagt, ja, langsam komme ich nicht mehr. Aber das Geile war, er hat dann auch gesagt, ja weißt du, lieber grau als keine. Und ich, ja. Ja. Ja, weißt du, bei mir, ich am Arsch. Ich kann, egal, Vaterseite, Mutterseite, keine Haare mehr irgendwann. Und ich so, okay. Ja. Ja, aber eben, ich bin auch, also ja, das erste Mal hatte ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich eben eine Glatze bekomme und mir auch die Friseurin also sagt, du langsam fährst hin, ein bisschen an von Looken. Und ich so, nein. Dabei merke es einfach, dass das von den Kopfhörern irgendwie kommt, was mir immer alles Blatt drückt. Aber du, das sind... Ja, ich werde immer ein bisschen belächelt, wenn ich irgendwie am Zocken war und nachher dann ein Familienfest gehe, weiss jeder, dass ich gamet habe. Wenn du den Bügel drüber hast. Ja, das habe ich ja... Wann war das? Das war vor ein paar Jahren. Habe ich durch den Tag durch ein bisschen gezockt. Und dann bin ich am Abend aber auch noch, ich glaube, zu der Family hinterher einfach. Habe ich halt einfach auch... Ich hatte recht viel Haar gehabt. Und dann hast du halt auch gesehen, die sogenannten Gamer-Coole oder so. Weißt du, da hinterher, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat dann auch gesagt, du, Kopfhörer auch heute. Es hat immer so eine Panikwelle gegeben, dass wenn du zu viel Kopfhörer hast, dass sich deine Schädelform verändert. Und ich so, Alter, sicher nicht, komm, hör doch auf. Also, ja. Aber ich weiss, ich habe das du auch. Und ich weiss, ich bin nicht der Einzige, der Kopfhörer abgezogen hat und nachher so ist schauen. Ja. Stimmt das? Und dann, wenn du irgendetwas gemerkt hast, Scheiße, das stimmt, glaube ich. Ja, es drückt dich halt je nachdem, wie satt das die Kopfhörer hast, drückt es dir halt schon ein bisschen, aber nicht fest. Ja. Aber eben, ich glaube, so eine krasse Auswirkung hat das nicht. Aber trotzdem tue ich immer wieder wie mehr mit In-Ear-Kopfhörer arbeiten und so wieder mit Headset. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht, aber jetzt, nachdem ich 2 Jahre hintereinander hast du ein Problem, oder nein, nicht 2 Jahre hintereinander, es war ein Jahr dazwischen. Gewesen. Aber habe ich mal ein richtig Problem gehabt mit den Ohren. Mhm. Und seitdem nutze ich In-Ear nur noch sporadisch. Nicht mehr für so lange Gaming-Sessions oder so Sachen, weil du hast einfach keine Durchlüftung im Ohr in dem Moment. Es halt einfach, du hast halt die Gumminöppel. Ich habe Google Pixel Buds und auch dort, du merkst halt einfach, die Gummidinge und so, die schließen halt ab. Das ist zu, Ja, da kommt keine Luft ist zu. Ja. Ist an und für sich auch geil, weißt du, wenn du irgendwie in einem Zug hockst, kannst du arbeiten oder irgendwie so. Ja. Aber sonst fürs, ich nenne es jetzt mal Ohrklima. Ich bin ja im Spital gewesen, sogar wegen dem, beim Experten schauen. Ja, du bist, glaube ich, etwa 2 Wochen lang bist schon nicht live gewesen, wegen dem habe ich gemeint. Oder Ich habe sicherlich nicht eine Woche. können, also, ja, ich glaube fast 12 sind es gewesen, ja. Ja. Und also die im Spital, die Expertin und so, der Doktor dort hat gesagt, ja, in ihr, das sagen sie immer wieder, das sind Katastrophen eigentlich. Also, Ja. Du hast auch eigentlich einen direkten Beschall gerade auf...
Das auch, ja. Und Aber dort trotzdem, probiere ich das ein bisschen zu minimieren. aber trotzdem bin ich gestern Nacht mit Kopfhörer wieder eingeschlafen. Mit In-Ear-Kopfhörer. Oh, nein, das kann ich nicht. Das habe ich noch nie verstanden, wie das Leute können. Mich nervt das. Früher hatte ich auch solche gehabt und ich weiss noch, früher habe ich angefangen Metal zu hören. Wirklich so Death und Speed Metal. Und ich weiss noch, meine Mutter hat mir einmal gesagt, sie hätte mir noch nie so friedlich geschlafen gewesen, aber sie hätte nur gehört, wie einer mir ins Ohr schreit. Oh, so gut. So gut. Oh Mann. Hey, aber ja, also, respektive, ich glaube, die kämen mir irgendwie relativ schnell dann raus, wenn die dann mal herrschen und so. Ja, ja, ja. Aber Musik, eigentlich fast egal was, Musik entspannt mich mega krass, vor allem meine Playlists, die eigentlich so Soundtracks und so sind, wo eigentlich weniger gesungen wird, Mhm. wenn der irgendwie ist. Ich weiß noch, wie ich mega verschrocken. Da hatte ich eine Band gehört und da hat es einen Moment gegeben am Anfang, wo er einschnauft, bevor er loslässt. Und ich weiss, ich bin dort so verschrocken, ich dachte, welcher Double hockt jetzt da und schnauft so ein, Mann. So Seither gut. keine solche Musik mehr. So gut. Ich habe eine Zeit lang habe ich mit Spotify bin ich eingeschlafen. Mhm. Der hat mich der Barracks ein bisschen influenced. Ich habe, wie hat es schon wieder geheißen? Irgendwie Einschlafen irgendwie mit Harry Potter oder Hogwarts. Und Ja. dann haben sie so Facts abgelesen. Eigentlich, das Problem dort war, manchmal war es so interessant, dass ich einfach nicht pennen konnte, weil ich die ganze Zeit am Zuhören war. Ja. Aber am meisten genervt, und das war der Moment, wo ich aufgehört habe mit dem, war, wo sie von Werbung abspielen haben. Oh ja. Dann bin ich dort gelegen, also gechillt zugelassen, wie da, keine Ahnung, wieder haben sie irgendwelche Fakten über die Katze vom Hausmeister erzählt oder so. Und aufs Mal, out of nowhere, weißt du, das ist schön, so eine leisliche Erzählerstimme, so ganz gemütlich. Probieren Sie jetzt die neuen Nehmermatratzen. Bro, wow, was ist los? Da kommt mir die Szene in den Sinn von Mr. Bean, hast du ja auch schon gesehen, wo er eigentlich schlafen will. Und dann probiert er auch irgendwie Schäfchen zu zählen, weiss gucker was alles. Und dann schaut er Fernsehen und schaut das Schachspiel. Du siehst, wie er so langsam am Einpennen ist und plötzlich wird der Bildschirm einfach grell und es wird Metal gespielt und so. Wirklich genau so. Ah, wir sind wieder mal schauen. Ich habe Mr. Bean schon lange nicht mehr gesehen. Früher Hey, habe ich ja. es immer wieder geschaut. Ja. Einfach die Folgen, wo er zum Beispiel seine Wohnung malen will und all das Zeug, das bleibt mir einfach so im Kopf. Immer, immer. Ah, also, eine von meinen Lieblingsfolgen ist die, wo er im Zoo hockt gegenüber dem Typ, der so einen Lachanfall hat. Hey, wirklich, Ist das dort, wo er probiert, ein Sandwich zu essen? nein, er Nein, probiert das das ist, glaube ich, Buch ein zu anderer. lesen. Ah, ja, Und ich dann glaube, am ich Schluss, weiß ja. am Schluss steckt er sich irgendwie einen Kaugummi in die Ohren, den er unterhalb vom Sofa Ah, findet. ja, der! Ey, also ohne Scheiß, du kannst mich Brüder und mich dort hinpflanzen, wir würden einfach sterben vor Lachen. Das ist so. Das hat sich so eingebrannt, weil das haben wir auch eben bei den Grosseltern. Wir haben irgendwie 2, 3 so Videokassetten von dem. Die haben wir bis zur Vergasung geschaut. Das ist so gut, so gut. Hey. So gut. Ja, Aber ich glaube, das ist gerade ein guter Übergang genau. zu dem, was wir eigentlich in dem Podcast alle behandelt. Genau, Wir weil reden heute müssen wir schnell machen, wir wollen WoW spielen. True, true. Wir haben jetzt noch genau 2 Stunden und 10 Minuten. Ja, wie Okay, knapp. ein bisschen. Ja, was, es wird knapp, hallo? Nein, es wird schon gehen. Also zuerst, ich packe jetzt zuerst noch ein Feedback aus. Ich glaube, das ist das einzige, was wir diesen Monat bekommen haben. Ich habe noch nie schon Scheiß gesehen, tatsächlich. Also, Nein, 2. 2, ja. 2 haben wir, ja, stimmt, 2. Welches möchtest du erzählen? Ich habe das von unserem. Es klingt jetzt böse, aber der in der Zeit stecken gebliebenen Mitkämpfer habe ich mir rausgesucht. Und zwar vom Party, der aka Nicht-Sterbewahl.
Nicht Sterbefall. Ich gebe dem jetzt aber noch einen neuen Namen, der AKA stirbt schon bald mal. Wal. Stirbt schon bald, Wald. Nein, der Party ist, er benutzt das Ganze immer mit Köpfchen. Er hat aufgehört, die DMs zu sliden, sondern nutzt Kommentare für den Algorithmus. Guter Das ist Mann. natürlich ganz geil. Guter Mann. Und da wir ja das letzte Mal haben wir auch schon über WoW, vor allem auch über HC geredet und so, hat er gesagt, ja, er muss ja fast antworten. Mhm. Ich habe ja dort erzählt, was ich gemacht habe, oder habe probiert, ihn zu triggern, währenddem er am Level war, dass ich einen Charakter erstellt habe und mich sterben lassen. Was ich natürlich nicht beachtet habe, als er das jetzt geschrieben hat, habe ich müssen sagen, ja, macht eigentlich Sinn, damit das funktioniert, die Todesnachricht. Brauche ich natürlich auch das WoW Add-on. Also ja, müsste ich halt schon auch installiert haben. Gut, dass ich das jetzt natürlich auch weiss, ja. Ja. Und er findet es noch nice, dass ich das im Hightail eingebaut habe. Ich habe ja im Hightail so einen Mod gemacht, der eigentlich basically genau Ah, ja, das macht, stimmt, wenn ja. einer stirbt, kommt eine grosse rote Nachricht und irgendein funny Text dazu. He's dead. Ja, und dann hat er irgendwie noch wegen Burning Crusade ist nicht die zweite Expansion, sondern die Genau. erste, ja. Aber das passiert mir auch immer wieder. Es ist so, zuerst ist WoW und dann Genau. kommt wieder so der zweite Teil. So in dieser Genau. Art und Weise fast. Genau. Ja. Er hat auch geschrieben, die Server werden nicht im Herbst eingestampft, sondern es kommt dann nur der letzte Raid raus. Genau. Phase 6 kommt sehr rasch, aber die Server bleiben. Aber ich meine, ja, okay, die Server bleiben, wäre nicht eingestampft. Aber irgendwann hast du ja das Zeug erreicht. Also weißt du, wenn. What next? Ja, also so viel wie ich weiß, hat es nur so 2 oder 3 Realms, also ist relativ Ja, klein das habe ich auch gehalten. gesehen, ja. Und tatsächlich, also, als ich angefangen habe, am Silbermond, eben das Startgebiet von der Blutelfen, ist praktisch, du hast nicht können spielen dort, weil es so viele Leute hatte, wirklich. Das war Ja. kaputt. Gewesen. Und jetzt, das letzte Mal, als ich mich eingeloggt habe, ist schon praktisch niemand mehr rum. Gut, Ja, eben, jetzt kommt noch Retail natürlich, wo jetzt mit Midnight nächste Woche anfängt, ausser die vorab Zugang haben, die sind ja jetzt schon dran. Aber ja, also ich spiele es ja auch, aber ich nehme mir wirklich Zeit für die ganzen Quests, um ein bisschen zu lesen, wo ich mehr über Blutelfen machen will. Und für mich ist das einfach wirklich, so wie es der Party eigentlich im HC macht, für mich ist das einfach so eine gemütliche Reise von meinem Priester. Oh, kann man es drüber streiten, gell? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber eben momentan spiele ich eigentlich auch nur Retail. Also. Ja. Das bessere WoW. ähm, Das Gemütliche. was er auch noch erwähnt hat, und das finde ich halt gerade aktuell halt wirklich interessant, obwohl es ein Thema ist, das ist seit WoW wahrscheinlich seit einem Jahr draußen ist, also seit 19 Jahren oder so, ist das halt immer wieder das Thema. Der sogenannte Mythos vom WoW-Killer. Der hat sich seit 19 Jahren. Kein MMO ist bis jetzt so weit gekommen, dass es WoW. Ja klar, es spielen weniger Leute. Aber das Ding bringst du halt einfach irgendwie nicht kaputt. Nein, definitiv. Also, es ist halt eines der Besten, sorry. Also nein, von mir aus gesehen ist es so das Beste. Also ja. Also, ich halt einen starken Vergleich mit Final Fantasy. Und tatsächlich, beide haben gewisse Punkte, wo sie mega gut sind, und beide haben gewisse Punkte, wo ich muss sagen, hey, da macht es der andere komplett besser. Und ich kenne viele Spieler, die eigentlich immer zwischen diesen zwei immer hin und her wechseln. Immer wenn es so ein neues Add-on gibt oder irgendeinen neuen Part, heisst, hey, ich bin für 2 Wochen dann wieder im World of Warcraft. Dann machen sie dort ihr Zeug, so nachher dann wechseln sie wieder auf Final Fantasy oder umgekehrt.
Aber es ist wirklich, wie du sagst, ich kenne kein einziges Spiel, das es sich jetzt so lange hebt. Ja, Obwohl voll. es nicht jetzt nur vom Spiel her, sonst auch einmal nicht gute Momente gehabt. Ich meine, durch die Krise, die sie hatten bei Blizzard allgemein, Mhm. mit den internen Leuten dort. Ich habe nur Randinformationen, was genau abgegangen ist, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Auf jeden Fall hat es dort ja, andere Einflüsse gehabt, jetzt ausser Spielerische, wo irgendwie dazu hätten können führen, dass das ganze Spiel zusammenkracht. Aber ja. Ja, ja. Aber eben aktuell ist es halt also schauen wir nur schon mal das letzte Jahr an. Bis Ja. heute. New World ist eingestampft worden. Ja, es hat Spieler gehabt. Also das ist etwas, was ich nicht ganz so verstanden habe. Mhm. Aber hey, irgendeinen Grund werden sie es gehabt haben. Ashes of Creation reden wir nicht davon. Das ist Ja. ein Desaster in Entwicklung immer noch. Also nicht in Entwicklung, von wegen sie programmieren dran, es ist eingestampft worden, aber das Desaster ist am Laufen mit Anklagen und weiss ich was und Schuldzuweisungen. Das ist ja eine Hey, ja. absolute, also Katastrophe ist das. Hey. Ja, und tatsächlich eben, da wird die Auswahl schon langsam dünn. Ja, ja. Also Also, ich hab mir vorgenommen, das Jahr einmal. Ja, was? es gibt, glaube ich, eins, was sich genau gleich hat wie World of Warcraft. Aber das kennen nicht so viel, und zwar ist das RuneScape. RuneScape, ja, Ja. aber ja. Und Guild Wars 2. Also ich sag mal, es gibt Ja, so, wenn du es so anschauen willst, gibt es wahrscheinlich 3 oder 4 grosse. ja, also eine Handvoll etwa, ja, hätte ich jetzt Ja. gesagt. So, on the top absolut immer noch WoW wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, Ja. wie die Spielerzahlen überall aussehen, aber ich sage mal, aus meiner Wahrnehmung, klar, das ist ein bisschen biased, aber aus meiner Wahrnehmung WoW top und dann würde ich zu der gleichen Reihe Guild Wars 2, Final Fantasy und eben wahrscheinlich RuneScape noch zählen. That's it. Das sind die 4 grossen, die ich so sehe. Nachher Ja. kommt noch Herr der Ringe Online, Star Trek Online, Star Wars, The Old Republic und noch all die Asia-Grinder. Wie hat dieses da geheißen? Thrones of Liberty oder so. Und, Ja, also alles so Zeugs. genau, also eben, da steht jetzt so Player Population. Gut, da gibt es etwa 3 verschiedene Seiten, aber World of Warcraft ist auf Platz 1. Ja. Nachher haben so Oldschool RuneScape, dann Final Fantasy 14, dann okay, Star Citizen. Ja. Ja, die Diskussion habe ich auch schon gehabt mit Leuten. Ja, ob es jetzt schon ein MMO ist oder nicht, aber für mich fehlen Ja. da. Für mich, das ist eine persönliche Meinung. Für mich fehlen dort noch einige Funktionalitäten, damit es wirklich ein MMO ist. Zum Beispiel Spielerhandel, so richtig. Dass du kannst auch Aufträge in Shop zum Beispiel reinstellen oder in ein Sanktionshaus stellen oder so Sachen. Ja. Das ist nur einer von mehreren Punkten, wo ich sage, es ist noch kein MMO. Und das andere ist auch, glaube ich, du kannst auf die Zahlen kannst momentan auch nicht gehen, weil, sorry, eben, wenn jetzt World of Warcraft ein Add-on rausbringt und FF14 nicht, dann hast du plötzlich unterschiedliche Peaks drin, weil eben, oh, sorry, mit dem Sauerkraut-Event, das Ja, sie in ja. Deutschland gemacht haben, haben sie hure viele Spieler wieder ins WoW reingezogen. Ja, ja. Ja. Ja, aber, Genau. aber darum musst du eigentlich immer so über 2 Jahre oder 3 Jahre so ein bisschen Zahlen im Schnitt anschauen. Genau. Und das andere Problem ist, viele geben ja auch gar nicht. Also, ich glaube, Blizzard macht es bis heute nicht, dass sie wirklich offizielle Zahlen bekannt geben zu der Spieleranzahl. Schon nicht. Das haben sie noch nie gemacht. Und ich glaube, sie machen es auch heute noch nicht. Es ist immer so, Du, das, so von irgendwo hergeholt, die Zahlen. Ja. Also wie gesagt, grundsätzlich ist es bis jetzt nie so gewesen, dass ich in WoW reingegangen bin und niemand gesehen hat. Ja, absolut. Genau. Ja. Aber es ist doch auch schön, wenn sich so etwas hebt und Ja, irgendwie etwas hast, wo dich ein bisschen dran haben kannst.
Absolut. Aber auch schön. Nichtsdestotrotz, ich freue mich tatsächlich drauf, das Jahr, und das habe ich mir fest vorgenommen, mal für eine bestimmte Zeit mehr Zeit in Guild Wars zu investieren. Ich habe das Game, Ja. seit es rausgekommen ist, Guild Wars 2. Ich hatte damals Guild Wars 1 schon gehabt. Dort bin ich einfach nur jung und unerfahren gewesen und habe keinen wirklichen Plan gehabt, um was es in diesem Game geht. Man muss ja sagen, Guild Wars 1 ist grundlegend anders als Guild Wars 2. Yep. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Mal zum Beispiel, da können wir ruhig Shadow machen beim Papa Yoshi. Der ist so ein Ja. MMO angefressen. Ich weiß nicht, welches MMO das der noch nicht gespielt hat. Aber der ist tatsächlich immer wieder hart im Guild Wars 2 rein. Und darum habe ich mir das Jahr vor. Ich habe das Gefühl, das wird für mich so ein MMO-Jahr. Jetzt mit WoW. Und wenn ich dann dort irgendwie sehe, okay, ich investiere da nicht mehr so viel Zeit drin, dann würde ich mir wahrscheinlich ziemlich sicher sogar Guild Wars 2 mal wieder runterladen und mal wieder dort reingehen. Ich finde es spannend, dass du das sagst. Ich schaue darum auch einer zu. Ich habe ihren Namen nie. Chiara Lin TV, die spielt ja auch. Ja. Das ist, glaube ich, ihr Main-Content. Auch Shoutout auch da. Und die spielt das auch exzessiv. Also, ich glaube, es ist eben ihr Hauptcontent. Und das sieht immer mega interessant aus. Aber wenn ich es spiele, ist es meistens so, okay. Ja, aber das ist, aber eben, wie du das war bei sagst. mir auch gewesen. Mein Problem, ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, mein Problem ist immer, ich spiele immer die Sachen allein. Ja. Ich habe Guild Wars 1 damals allein gespielt. Ich habe Guild Wars 2 allein spielen. Ich habe zwar, glaube ich, mal mit einem Kollegen auch angefangen. Aber das war so wirklich so ein kurzer Cut dort. Aber wenn man natürlich so ein paar Leute wäre, wie jetzt auch WoW, ich bin der festen Überzeugung, wenn es eine kleine Gruppe gibt, dass man nicht 40 Leute sind oder so, das kann eine Handvoll sein, die ein bisschen regelmässig zum Beispiel spielt, zusammen kann Content machen, also Content nicht jetzt im Sinne von Livestreams oder so, sondern Content vom Spiel kann machen zusammen, dass du einfach länger Freude daran hast. Da bin ich einfach irgendwie felsenfest davon überzeugt. Das ist ja so. Vielleicht noch so einfach, das ist für mich so, vielleicht für die, die zulassen, weil denken sich sicher jetzt alle, was allein spielen, das ist doch ein Massive Multiplayer Online-Game. Ja, du hast dort hure viele Leute, aber tatsächlich, ich habe auch mehr Freude daran, mit Leuten zu spielen, die ich vielleicht auch ein bisschen persönlich kenne und wo ich auch ein bisschen mehr zu tun habe damit. Weil die anderen, die du jetzt einfach mal kennenlernst, gut, heutzutage ist es zum Teil auch nicht mehr so. Aber früher bist du auch noch ein bisschen schneller irgendwie in einer Gilde drin gewesen, weil du irgendwie, du hast keine Gruppenfinder gehabt, wo gesagt hast, hey, ich will jetzt in eine Instanz rein. Ja, voll. Und sag, bist mit irgendwelchen Randoms drin. Früher hast du wie irgendwie so, hey, ja, und ja, ich bin Level 15, kann jemand helfen und so. Und dann haben sich so ein bisschen Connections gebildet. Aber ich gehe auch aktuell viel lieber mit Leuten in eine Instanz rein, die ich kenne. Mhm. Die kann ich ja besser beleidigen, wenn sie einen Scheiß machen. Einfach, ich meine, bestes Beispiel, ich habe das so geil gefunden, wo wir zusammen an der LAN oder auch vorher die Instanzen gemacht haben und uns so gottlos über den Heiler aufgeregt haben und so Sachen, weißt du? Ja. Aber das ist nachher dann genau das, da probierst du nachher dann allein die Instanzen zu machen und dann plötzlich schreibe ich der Panda an, hey, komm healen, Mann, ich kann nicht mehr. Alle Healer sind Rufer und ich kann einfach nichts. Du bist die ganze Zeit am Sterben. Und Ja, das ist schon das. Das ist jetzt nicht das erste Mal, aber der Panda ist zum Beispiel ein Typ und ich habe noch einen anderen gehabt. Das sind so meine privaten Heiler gewesen, wenn ich tanket habe. Ich habe gewusst, mit denen habe ich jetzt 20, 30 Instanzen gemacht oder 100 Stück. Das heisst, wenn ich 20% habe, muss ich nicht davon Sorgen machen, Scheiße, weil dann weiss ich, ja, okay, hast gesehen, ich heile die, oder? Mhm. Du bist dir halt ein bisschen sicherer, wenn du irgendeinen Random hast, der keine Ahnung hat. Oder frisch spielt. Das ist noch, glaube ich, Ja, das ist ja so das. Oh. Aber Ja. wir sind schon wieder verdammt abdriften. Ja, voll, hey. Also eigentlich sind wir ja wirklich beim Feedback vom Party gewesen. Genau.
ich mach ganz kurz das Ding fertig. Also er sagt auch, es gibt so viele Versionen von WoW. Ob es das schlecht oder gut ist, sage ich jetzt mal, sei dahingestellt. Ich schaue es immer noch ein skeptisch an, obwohl ich Classic gespielt habe damals. Aber anyway, für ihn bleibt es und ist es mit Abstand das beste MMO. Kann ich so unterschreiben. Er bedankt sich, dass wir so Spaß haben an seinen HC-Streams. Mhm. Er tagt zwar nicht Clips farmen, aber er enjoyt die Reise einfach viel zu Ja. fest. Kuss an meine bärtigen Podcast-Hosts, Kuss zurück, Parzi. Kuss Der zurück. LG Parzi, AK nicht Sterbewahl. AK, Genau, der der nicht stirbt schon bald Sterbewahl. Malwahl. Nice. Geil, 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 geil. Ja, Ja, nice. ey. Ich habe noch die Rückmeldung von deinem Schwager, Ja, genau. der auf Spotify geschrieben hat, es ist egal, welches Thema wir uns vornehmen, eben unsere lustige und offene Art. Macht das Ganze immer zu einem Highlight vom Monat. Also tatsächlich ist er nicht der Einzige von dem, wo ich das höre. Es gibt viele Leute, die sich bei mir immer melden, hey, es ist cool, es ist einfach cool, uns zuzulassen. Tatsächlich, merci vielmals, dass ihr euch auch die Zeit nehmt, um das Zeug anzuhören. Das ist nicht selbstverständlich. Absolut, ja. Und eben, er sagt euch, er sagt auch, dass wir uns zwei blind verstehen. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Und dass wir den Podcast mit Leidenschaft machen. Ohne uns gross zu verstellen. Yes. Das stimmt. Also wir probieren es. Und er denkt auch, dass wir dass wir unsere ehrlichen Meinungen zu gewissen Themen teilen und so. Genau. Merci vielmals. Danke. Ich möchte einen kurzen Punkt schnell ansprechen. Yes. Eine Person. Und zwar. Ich glaube, das haben wir zwar letzten Monat schon besprochen, aber ich hoffe, der Faro hat wieder genug Podcast-Content für seine Gym-Sessions. Ist einfach so. Wir haben es wieder geschafft, einen Monat und den nächsten Monat zu machen. Yes. Ich hoffe, es langt dir jetzt wieder ein bisschen. Gruß geht raus. Hey, aber ich habe fast schon halbe Morddrohungen bekommen von meinem Bruder. Letzten Monat haben wir uns entschieden, wir machen es ein bisschen später. Plötzlich kommt eine WhatsApp-Nachricht. Du, also jetzt muss ich mich schon mal melden. Lukas, wo bleibt die Podcast-Folge? Und ich so, ja, wir haben wegen diesem und jenem. Und ja. Jetzt habe ich gerade meinen richtigen Namen revealed, das ist mir eigentlich gleich. It happened. Weißt du, die meisten von meinen Zuschauern, die kennen mich ja eh. Ich glaube, ich habe es auf meiner Twitch-Seite, wie ich heiße. Ich nicht. Man kann es herausfinden, aber ich nicht. Er heisst Schnitte. Oh Mann, ey, jetzt hat man so. Nein, sag ich. Genau. Ja, haben wir mal abtauchen. haben wir in das Ding rein wollen? Ja, voll. Werden wir wieder nicht fertig. Ist das nicht mit Level 90 das Wochenende? Ja, gut, für mich ja eh nicht. Ich muss warten bis nächste Woche. Aber ist okay, ich habe genug zu tun. Ja, mit was wollen wir anfangen? Und machen wir Serien. So, Gang wie Gang. Soll ich gerade den Anfang machen? Du darfst, ja. Also, und zwar habe ich Percy Jackson geschaut, Staffel 2. Percy Jackson? Oh, nice. Ja. Der Jackensohn Percy. ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen, Mann. Ich weiß immer noch nicht, auch jetzt nach Staffel 2, was ich so wirklich von dieser Serie halten soll. Einerseits ist sie gut, also sind wirklich tolle Visual Effects, ohne Witz jetzt. Also für eine Serie, gut ab. Ich finde es auch besser als der Film, obwohl ich den Film nicht schlecht gefunden habe. Okay. Aber, das ist mir jetzt vor allem mit der Staffel 2 ein bisschen aufgefallen. Ich habe das Gefühl, durch das, dass die Episoden nicht so wirklich sehr lang sind,
führt es dazu, dass die Story sich ein bisschen gerusht anfühlt, Ja. teilweise. Und das ist so ich habe es gerne, wenn ich wirklich so in eine Serie kann eintauchen kann, so wirklich halt, ja, dann geht halt eine Folge eine Stunde, ist mir gleich, Mhm. aber du bist voll drin und das habe ich da irgendwie wie nicht so gefühlt. Aber eben nichtsdestotrotz ist also wenn ihr eine Serie sucht, so ein bisschen Fantasy, vielleicht ein bisschen auch mystisch, aber es geht halt um einen Olymp, um Götter und all solche Fabelwesen und so Zeugs. Ey, das ist genau, also wenn ihr euch so etwas sucht, Percy Jackson, die Serie oder auch Film, ey, das, let's go. Gönne ich euch das. Mache ich Ich dann muss nichts sagen, falsch. ich habe noch weder einen Film noch eine Serie geschaut, tatsächlich. Das ist irgendwie Schon, so okay. an mir vorbei. Ja, gib mir irgendetwas mit Göttern und so und also so Mystik und so, dann bin ich dabei, dann tauche ich dort ein. Ey, ja, aber es muss auch gut sein, tatsächlich. Wenn ich Ich dann habe merke, ich ha aber auch gerade eine unpopular opinion. let's go. Ist zwar ein Film, aber ich finde den Film Gods of Egypt gut. Jetzt muss ich gerade nachschauen, was ist das? Ist das der, wo sie am Schluss so in einer Krypta innen fighten? Warte, sie dort in der Krypta. Es geht auch wieder um Götter, die auf der Mhm. Erde wandeln, dann, aber in Ägypten. So mit mega fancy Rüstungen und so Zeugs. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die am Schluss in einer Krypta reinfallen. Das kann sein. Oder ist das. Nein, stimmt, sorry, das ist Krieg der Götter, glaube ich. Wo sie am Schluss in so einer Krypta innen sind und zuerst gegen einen Minotaur kämpfen und nachher dann kommen da die Ja, Untoten ja. und dann gibt es eine hure Schlägerei. Da, to be honest, ich finde solche Filme eigentlich auch noch mega les. Ohne Scheiß. Ich auch, Ja. ob jetzt alt oder die neue, ich finde zum Beispiel auch Kampf der Titanen habe ich eigentlich Mhm. mega cool gefunden. Ja, voll. Absolut. Ja, es ist halt einfach, ich weiß nicht. Aber alles, was mit Göttern, so sei es Ja, bei den Griechen, bei den Römern, bei den Ägyptern, da bin ich einfach. Das ist zum Beispiel, ist das ein bisschen off-topic, aber darum gehe ich auch lieber irgendwelche so alte Ausgrabungen oder so Zeugs anschauen. Weißt du, so ein mhm. Pantheon oder so. Irgendwie so Sachen Ja, gehe ich lieber anschauen, als dass ich 5 Tage in einer Stadt irgendwie rumniere wie so ein Pikte. das ist ja so. Ey, bin ich voll bei dir. Ich finde so Zeugs auch mega interessant tatsächlich. Aber Gods of Egypt, da muss ich mir den Fall mal geben. Ja, da bin ich gespannt, was du sagst dazu. Ich verstehe, woher das Kritiken und so kommen. Hey, aber Andererseits, was ich sage, ja, you do you. Wenn du ich das meine, meinst, ist das okay. wie heisst so der Film, wo der eine im Wilden Westen ist und nachher dann kommt er irgendwie auf den Mars und kann so mega hoch kumpen. Ist es Ethan Carter oder Evan Carter? Irgendwie Carter etwas. Ich weiß, wer das meinst. John Carter. John Carter, ja. Zwischen zwei Welten. Ja, der Film ist Unpopular so. Opinion. Ich habe den hure so, gut gefunden. ja, ich auch. Ich habe den richtig gut gefunden. Ja, Stimmt, wenn von es so dem müsste ich eigentlich übertrieben Bücher ist. mal lesen. Basiert, glaube ich, Ja, aber auf Büchern. das sind so Filme, die. Eben, ich weiß nicht warum, aber so Zeugs. Ja. Ja, die in den Anfang, die in das Ende, logisch sind es meistens immer die gleichen. Hey, gang dort hin, mach deine Quest, komm zurück und nachher dann fertig. Aber sind wir ehrlich, spiel irgendein Videospiel. Es ist genau das Gleiche. Gang dort hin, mach Mhm. den kaputt und komm retour. Ja, voll. Jede D&D-Story. Gang dort hin, mach ihn vielleicht auf lustige Art kaputt und komm dann wieder retour. True, ja. Ja. Aber das ist wirklich so. Yes, Und yes. tatsächlich die 300 Filme finde ich auch super. Ja, doch. Ja.
Es sind jetzt nicht Meisterwerke, aber es sind einfach Filme, ja, die schaue ich. Ja, absolut. So, ich glaube, du hast ein bisschen mehr Serien wieder ich. Darfst du noch eine geben? Da ist noch eine, okay. Ein kompletter Paradigmen-Shift. Ich habe die 4. Staffel von The Lincoln Lawyer geschaut. Da geht es um einen Anwalt. Wie der Name schon sagt, Lincoln, das ist ja eine Automarke, eine amerikanische. Und der Anwalt, ich glaube, das basiert sogar auf einer wahren Geschichte, bin aber nicht ganz 100% sicher, ich habe es nie nachgeschaut. Aber der ist bekannt, immer aus dem Auto zu arbeiten. Eigentlich, normalerweise. Und das ist halt eigentlich immer ein Lincoln. Er hat einen alten Lincoln, ein Cabrio, mega cool, by the way. Habe ich nachher nachgeschaut, kostet leider ein bisschen viel. Oder auch so ein Lincoln SUV, wo er sich dann alle klar da rumchauffieren und dann halt da drinnen arbeiten. Darum nennt man ihn den Lincoln Lawyer. Hat auch mal einen Film gegeben mit Matthew McConaughey. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, als ich die Serie geschaut habe, als ich die 3. Staffel geschaut habe. Ich habe voll nicht auf dem Schirm gehabt, dass die kommt, die Staffel. Überhaupt Okay. nicht. Plötzlich so, ich war so am Schauen, gewesen, ich habe die Serie fertig gehabt und ich dachte, was schaue ich als nächstes? Lincoln Lawyer, ja cool, ja easy, fange ich an. Und es ist wirklich, ich find das eine super interessante Serie. Und Staffel 4 finde ich definitiv wieder besser als die Staffel zuvor. Okay. Aber was mich jetzt da ein bisschen gestört hat, ist, es sind ein bisschen, also ich habe das Gefühl gehabt, es sind ein bisschen repetitive Folgen gewesen. Da ist Okay. immer wieder das gleiche Szenario. Ich kann jetzt nicht spoilern, um was es genau gegangen ist, aber es ist ein recht grosser Story-Arc gewesen, der in dieser Staffel behandelt worden ist. Wo es um eine Person hauptsächlich so wirklich gegangen ist. Es hat schon auch Nebengeschichten gehabt, aber es ist hauptsächlich um eine Person gegangen. Und du hast halt immer wieder so die gleichen 1, 2, 3 Szenarien gehabt, aber auch von den Umgebungen, wo was stattgefunden hat. Okay. Und das Okay. hat sich dann irgendwann so mal ein bisschen repetitiv angefühlt, so, ja, jetzt sind wir schon wieder da, jetzt wird wieder weiter diskutiert über das Thema und da und da. Ja, das habe ich ein bisschen schon gefunden. Aber, on a positive note, Staffel 5, ich habe nachgeschaut, ist schon bestellt. Also, es geht weiter und ich freue mich. Ja. Das ist eine gute Diese. Und für jeden, der denkt, was ist das? Was ist das etwas? Wenn ihr Suits geschaut habt, es ist nicht ganz so gut wie die Original-Suits, was so die Anwaltsserie schlechthin ist, finde ich. Aber es ist besser als Suits LA, wo, by the das way, hast du eingestellt worden ist. Das hast du mal, glaube ich, auch das letzte Mal oder vorletztes Mal erzählt, dass die leider nicht, also dass die Ja. nicht so gut ist wie wirklich Suits. Ja. Das ist so. Ja. Ja, das war's. Anwälte. Ja. Ja. Ja, letztes Mal habe ich gesagt, ich habe mit My Hero Academia angefangen. Das ist ein Anime. Mhm. Dort habe ich, glaube ich, die ersten 3 Staffeln habe ich geschaut. Und ich habe eigentlich innerhalb von kurzer Zeit eigentlich die ganze Serie abgeschlossen. Irgendwie so innerhalb von irgendwie knapp einer Woche. Hey, das hat mich so reingezogen. Das ist etwas, was mir wirklich nur passiert, wenn ich ein Anime mega gerne habe. Und da ist es so geil aufgebaut. Und what the fuck, ab Staffel 6, das sind einfach 3 Staffeln, also Staffel 6, 7 und 8. Das geht einfach nur ab wie ein Zäpfchen, Mann. Wie eine Brausetablette. Das hört einfach nicht auf, bis es fertig ist. Und wirklich, ich habe die reingesogen, ich habe die reingesuchtet und es war so cool gewesen und auch hure viele Intrigen und plötzlich denkst du so, ey, Alter, das kann nicht noch schlimmer kommen. Ja, komm da, wir geben noch einen drauf. Du so, how do you want to solve that? Aber es ist so gut gelöst am Schluss. Es ist schon mega traurig teilweise und auch es ergibt alles Sinn. Es ergibt einfach wirklich eine Runde Final, obwohl ich vom Finale ein bisschen traurig bin. Aber mir möchte ich auch nicht zeigen darüber. Aber wirklich, wenn ihr mal einen guten Anime schauen wollt, der schon fertig ist,
könnt ihr My Hero Academia schauen. Es sind 8 Staffeln. Ich glaube, die erste und die letzte haben tendenziell ein bisschen weniger. Die sind, glaube ich, beide etwa bei 10 Folgen. Die restlichen haben so zwischen 23 und 24 Folgen. An 20 Minuten. Das ist eben auch noch etwas, was für mich ein bisschen sympathisch macht. Ich tue auch gerne irgendwie drin absumpfen. Aber so 20 Minuten ist für mich schöner hey, jetzt kann ich einen Cut machen. Dann kann ich etwas Ja, anderes ja. machen. Aber eine Frage. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem ein bisschen angefangen, One Piece zu schauen. Yes. Ich bin ja völlig ein Neuling. Ich habe ja ab und zu vielleicht mal eine Folge gesehen, aber nie so wirklich alles durch. Ist es wie bei One Piece? Du hast irgendwie ein Drittel ist Intro und Outro, ein Drittel ist Erklärung, was vorher passiert ist und ein Drittel ist neue Story, die weiter erzählt wird in diesen 20 Minuten. Tatsächlich, ja, das ist so ein bisschen Standard dort. Also, ja, also grundsätzlich, was ich cool finde, die meisten Streaming-Anbieter, die das machen, die haben einen Button, wo kannst du draufdrücken und nachher also eigentlich bei My Hero Academia ist es so, das kommt ein bisschen eine Rückblende, was das letzte Mal war, wo sind wir stehen geblieben, dann kommt das Intro und dann läuft es eigentlich durch bis zum Schluss. Also es ist eigentlich noch die Breaks, weißt du, wo du siehst, dann fährt die Pause an und dann hört sie wieder auf. Ja. Aber das sind ja irgendwie so 2-3 Sekunden Clips. Und tatsächlich, also auch bei My Hero Academia hast du gewusst, ja, die ersten 3 Minuten kannst du schon mal skippen und nachher dann läuft es weiter. Ich weiss, es ist. Ich habe mit dem ein enormes Problem. Das macht es mir so schwierig, One Piece zu schauen im Moment. Weil, ja, du, also weißt, ich habe es probiert, als Serie nebenbei zu schauen. Ein bisschen. Vielleicht etwas am Programmieren bei oder vielleicht etwas am Zocken bei. Habe ich zum Beispiel ab und zu ein bisschen Star Trek nebenbei umlaufen gehabt. Und jetzt habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich das mit One Piece auch machen. Aber wenn du etwas am Zocken bist, weißt du, also eine Star Trek-Folge geht vielleicht 30 Minuten oder so, 40 Minuten, je nachdem. Dann kommst du vielleicht noch etwas mit über. Aber wenn von 20 Minuten fast die Hälfte einfach Rückblende und Intro-Outro ist und dann du vielleicht noch 10 Minuten wirklich etwas zu schauen hast, dann verpasst du instant. Du lenkst dich einmal kurz ab, dann hast du einfach die Folge verpasst und weißt nicht, was passiert ist. Yes, und tatsächlich, was da noch dazu kommt, es gibt bei One Piece viele Filler-Arcs. Ja, das kommt Arcs, dazu. die eigentlich nicht brauchst zwingend, aber die teilweise mega cool sind. Zum Beispiel Dragon Ball Z hat ja auch ganz, ganz viele Filler-Arcs gehabt. Ja, und dort haben sie ja mal eine neue Auflage gemacht von der einen Serie. Genau, das habe ich glaube mal angeschaut. Dragon Ball Kai ist ist glaube ich DBZ. Also Dragon Ball Z, das ist die Erwachsene und Dragon Ball Z Kai, ich glaube, dort haben sie fast 100 Folgen rausgeschnitten. Also respektive alles gekürzt, weil du hast natürlich, erstens, du hast viele Arcs gehabt, du hast nachher dann ein unendliches Geschrei gehabt, wo 3 Folgen lang Genki Damas aufgebaut worden sind. Ja, also ich sage es, das beste Beispiel ist immer noch die letzte Transformierung vom Cell zu der zweiten, die dritte Stufe. Ja. In der Serie geht die fast 4 bis 5 Folgen. Und ohne Scheiß, ich habe das Büchlein da. Das sind 3 Bilder. Oder 4. 4 Bilder, wo von der zweiten in die dritte Stufe kommt. Und ich mir auch sagen, du Kollege, ja. Eben, das haben sie Zeug sind natürlich alles rausgenommen und haben etwa 100 Folgen haben sie gestrichen. Ja. Aber tatsächlich, ja. Ich mache jetzt da schnell ein bisschen Werbung für eine andere Seite, das Crunchyroll. Dort mag ich mich erinnern, die haben das sehr gut im Griff. Die haben das, glaube ich, auch von der Seite her so, wenn du einfach am Schauen bist, tut es eigentlich gerade überspringen. Also dort habe ich wirklich, glaube One Piece oder die Serie, die ich mal geschaut habe, eigentlich, wie hat die geheißen? Black Clover, das war das, wo sie irgendwie so Magie haben. Und dort hast du eigentlich einfach starten und dann hast du eigentlich die nächste Serie, hast du gerade wieder dort angefangen, wo es eigentlich weitergegangen ist. Ohne das Intro und das Auto so ein kontinuierliches Ding gewesen, wo du genau. Das finde ich nice. Ja, und was sie eben auch haben, ist Naruto zum Beispiel. Das war auch eine mega erfolgreiche Serie gewesen.
Und es gibt ja ein Meme, wo du eigentlich die Schaukel siehst. Weil die scheiß Schaukel siehst du irgendwie etwa 50 Mal in der ganzen Serie oder noch mehr. Wo sie eigentlich immer wieder zurückgehen, was er eigentlich erlebt hat und alles. Genau. Ja, Aber das hat My Hero Academia hat das eigentlich nicht. Die haben so, okay. glaub, pro. Was sie machen, das finde ich noch witzig. Du hast halt eine Klasse, die ja irgendwie eben Spezialfähigkeiten hat. Mhm. Damit du irgendwie wieder immer so ein bisschen im Kopf hast, was die können, machen sie die erste Folge, dann sie eigentlich immer so ein bisschen darstellen. Oder dann zeigen, hey, was können die Typen eigentlich alles? Und Ja, das sind irgendwie etwa so 2-3 Minuten, wo sie halt ihre Fähigkeiten schnell präsentieren. Aber das finde ich noch cool gemacht. okay. Genau. Nice. Dann Aber darfst du. also bist du jetzt in dem Ja. Fall jetzt fertig? Hey, da bin ich fertig, ja. Und ich Okay. bin mega traurig. Also, das ist wirklich wieder so eine Serie, die ich musste sagen, ey, die hätte gerne noch ein bisschen länger können gehen, aber irgendwie ist es so gut, es ist so fertig. Ja. Genau, Aber also ist sicher. solche Serien liebe ich, wo du einfach kannst eintauchen und am Schluss nachher so denkst, oh Mann, ich will doch noch Ja, mehr. ja, irgendwie könntest du noch ein bisschen, aber eigentlich ist es Ja. gerade gut, so wie es ist. Und Ja. ach Mann, ja. Genau. Ich weiß nicht, glaube eine Serie könnte sein, dass wir die vielleicht zusammen haben. Oder hast du die letztes Mal schon behandelt? Okay, Wenn ich. ich schiebe sie ganz am Schluss. Dann sehen wir es dann. Also, ich habe tatsächlich noch eine geschaut und es ist nicht Fallout. Okay, Fallout gut. habe ich noch nicht gesehen. Ah, nicht? Nein. Okay, dann tue ich die zurückstellen. Okay, gut, weil die werde ich eigentlich noch schauen. Weil das letzte Mal Okay. hat es, glaube ich, eine Überschneidung gegeben, weil, glaube die letzte Folge noch nicht draussen war. Das kann sein, ja. Aber okay, dann stellen wir die zurück, dann behandeln wir die vielleicht nächstes Mal nicht. Das ist voll Ja. okay. Ich habe Pluribus geschaut. Staffel 1. Pluribus. Ich habe die nicht wirklich. Ich habe gesehen, dass sie kommt. Habe sie aber nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, der Shane war es, der mich mal gefragt hat, ob ich die schon gesehen habe. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mir gesagt, hey, schau die wird dir gefallen. Und Aber ich muss hast du sagen, den nicht schon das letzte Mal angesprochen? es kann sein, dass wir darüber geredet haben, aber ich habe sie noch nicht Okay. geschaut. gehabt. Ja. Ah, sorry, ja, dann darfst du noch. Entschuldigung. Ist ein ja, wie soll ich sagen? Ich würde jetzt nicht sagen Weltuntergangsserie, aber auch nicht apokalyptisch, aber trotzdem irgendwie. Ja. Also die Serie, ich will nicht spoilern, aber es handelt darum, dass etwas passiert. Das passiert fast der ganzen Menschheit. An einer Handvoll Leuten aber nicht. Und es ist, also ich finde sie wirklich, ich bin am Anfang mega gespalten gewesen. Ich habe die ersten 2 Folgen geschaut und habe gedacht, ist das wirklich etwas? Ich hatte ein Problem mit dem Charakter, der dort, also mit Ja. der Hauptcharakterin. Aber es hat mich behalten und ich bin nicht ruhig gewesen, dass ich es fertig geschaut habe. Sie ist wirklich eine gute Serie. Sie ist ein sehr langsam, das ist so ein Negativpunkt. Auch der Handlungsfortschritt, es dauert immer ein bisschen, bis irgendwo hinkommt. Aber es hat also Charakterentwicklung richtig geil, also wirklich starke Charakterentwicklung. Regt auch ein bisschen zum Mithirnen an. Nur schon aufgrund von dem, was eben am Großteil der Menschheit passiert, regt es zum Nachdenken an, so im Sinn, boah, würde das echt wirklich so sein, wenn das wirklich würde passieren? Wenn das wirklich so wäre, aufs Mal. Und ich muss sagen, es ist wieder mal eine Serie qualitativ auf einem Niveau und ich erkläre jetzt dann auch gerade, warum es das so ist.
Und ich muss sagen, okay, da ist wahrscheinlich auch Geld, aber vor allem viel Hirn auch reingeschmolzen oder geflossen in die Serie, weil Äh, die Serie ist gemacht vom Schöpfer von Breaking Bad, Better Call Saul, El Camino. Das ist. Du merkst aus dieser Serie einfach instant an. Es ist qualitativ auf einem Niveau, wo andere Serien halt einfach nicht sind. Mhm. Darum auch der Cast ist wirklich gut. Die Hauptdarstellerin ist die bei Better Call Saul auch vorkommt. Ich bin nicht sicher, ob sie bei Breaking Bad auch vorkommt. Das ist jetzt lang her, weiß ich nicht mehr. Aber Wat bei Better Call Saul ist sie definitiv dabei gewesen. Das ist dort, ja, wie willst du denn sagen, ähm, die Freundin von Saul Goodman gewesen, Alec. wo hast du gesagt, hat sie mitgespielt haben? Better Call Saul hat sie definitiv, aber ich weiß nicht, ob sie bei Breaking Bad auch mitgemacht hat. Ob sie dort vielleicht auch erst zweimal vorgekommen ist. Ich glaube nicht. Nein, tatsächlich nicht. Nein, gell. Das war nur bei Better Call Saul gewesen, ja. 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 Aber ich lese gerade, hat glaub, eine Sprechrolle in einer Serie, wo wir nächsten Monat wahrscheinlich sehr werden besprechen. Wenn sie komplett durch ist. Bei Invincible. Hat sie dort einen Sprech? Oder das weiß ich nicht. Okay. Ja. Okay. Schnell schauen. Ja, aber die Serie, ich habe sie nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, die ist mir vorgeschlagen worden. Und ich dachte, ja, hey, mal anschauen. Hat sehr interessant tönt und ich bin wie nicht geruhen im Fall. Also wirklich. Okay, ich sage es jetzt schnell, was sie war. Vielleicht findest du das amüsant, wer schnell gelesen kann, so kurz, um was es in dieser Serie geht. Und im Invincible spielt sie die Mutter vom jüngeren Superheld. Also respektive der, der eine violette Haut hat. Das sind ja die Insekten-Aliens gewesen. Ich habe zu viele Serien zwischendrin geschaut. Warte, Aber ich glaube, ich weiß, welches meinst. schick dir mal ein Bild via Discord. Ja, die Leute können es jetzt halt nicht schauen. Ah, die! Genau. Das sind ja die Ah, ja, blauen ja, ja. Insekten. Ja, voll. Ja. Ah, stimmt! Jetzt weiss ich auch, welchen Bub du meinst. Ja. Okay, ja. Ja, klar. Ah, okay, ja gut. Ich habe sie halt auf Deutsch geschaut. Dann Aha, fällt es ja einem gut. halt gar nicht wirklich auf, dass das sie Genau. als Sprecherin ist, ja. Muss ja auch nicht unbedingt die gleiche Sprechrolle sein, wie sie im... Ja. Okay. Ja, interessant. E-Drink. Hm. Hey, aber ja, die habe ich mir letztes Jahr mal so ein bisschen, auch ein bisschen geliebäugelt mit Pluribus. Ja, zieh die rein. Zieh die rein. Schon Hast du noch eine? Ja, ich habe tatsächlich gestern und heute noch eine Serie geschaut. Oh, jetzt. 4 Folgen hat sie gehabt. 40 Minuten. Und tatsächlich ist das eine Serie gewesen. Ich hatte nur mal einen Trailer davon gesehen und musste sagen, hey, what the fuck? Irgendwie mega interessant. Und zwar heisst die einfach Time. Und zwar geht es darum, dass der Sean Bean als Lehrer, der jemanden überfahren hat, betrunken, ins Gefängnis kommt für 4 Jahre. Oh. Du begleitest eigentlich einerseits ihn, wie er so in diesem Gefängnis muss zurechtkommen. Also, er ist halt ein Lehrer, er steht in einer ganz anderen Welt, er wird gemobbt von anderen Insassen, muss sich dann dort irgendwie durchsetzen, kommt dann gleich auch in Kontakt mit gewissen komischen Leuten dort drin. Aber trotzdem aufgrund von seiner Art kommt er auf seine Art irgendwie durch das Gefängnis durch. Nebenbei haben wir dann noch den Stephen Graham. Das ist ein anderer Schauspieler, der eigentlich so die zweite Hauptrolle spielt. Er spielt einen Gefängniswärter, der ein riesiges Problem hat, weil sein Sohn ist in einem anderen Gefängnis ist. Und er wird eigentlich von seinen Insassen wird er sozusagen ein bisschen unter Druck gesetzt, unter dem Motto, hey, wir haben gehört, dein Sohn ist im anderen Gefängnis.
Ja, wenn du willst, dass ihm nichts passiert, dann musst du halt für uns Sachen machen und davon der halt von Drogen reinschmuggeln. Und Okay. eben die Serie geht nur 4 Folgen, aber es ist mega spannend gemacht. Es ist auch recht emotional, eben wie die Leute dort drinnen nachher dann reagieren und was die auch so ein bisschen durchmachen. Schade, es sind nur 4 Folgen, dort hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr können daraus machen können, wenn nur 4 Folgen. Es gibt scheinbar noch eine zweite Staffel, aber die handelt dann nachher nicht mehr von ihm, sondern eher von einem Frauenknast. Die habe ich noch nicht geschaut. Mhm. Weiß ich aber auch nicht, ob ich mir das geben, weil schon die hat mir ein bisschen gelenkt. Zwischendurch, was da drinnen so ein bisschen passiert. Ja, genau. Es ist eine sehr kurze Serie, aber sehr intensiv, hat es mir jetzt gedacht. Ja. Vor allem, ich Das, sehe halt den Sean Bean gern. das tönt irgendwie wie so sie haben eigentlich einen Film wollen machen und haben sich kurz schon also schlussendlich umentschieden und gesagt, ja, nein, als Film bringt uns das nicht mehr, auch in eine kurze Reihe raus. Ja, Tönt ja, das so voll sich nach dem? genau. Also es ist jetzt auch nicht mega High-Budget, es ist halt einfach nur ein Gefängnis und ein paar Ja, Dudes ja. und fertig. Aber es Okay. ist eben ich mag den Sean Bean mega gern. Ja, Und ja, der eine oder andere mag vielleicht über seinen Charakter überrascht sein. okay. Time. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon etwas von dieser gelesen. Irgendwie ist die mir gerne mal irgendwo Ja, ist irgendwie von BBC vorgeschlagen, sogar. vorgeschlagen worden oder so, habe ich gemeint. Mhm. Ja, Ah, ja das ist nice. wirklich. Da hast du, glaube ich, noch zwei, gell? Oder eine? Ja, nein, aber Fallout lasse ich aus. Darum habe ich Okay. nur noch eine. Also nur noch. Es. Nur Aber noch. ich habe endlich, und ja, sie ist der Hammer, ich habe endlich die erste Staffel von Punisher geschaut. Und dann nickt er. Ich habe es endlich, ich habe gedacht, ey, nein, es kann nicht sein. Ich habe alle DC, Marvel-Serien und alles geschaut. Punisher habe ich einfach nicht geschaut. Dann dachte ich, okay, komm, jetzt, let's go. Ja. Habe die erste Staffel geschaut, bin jetzt gerade bei der zweiten dran. Aha, jetzt, ich glaube, die zweite Folge oder so. Bin auch dort schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und sie ist der Hammer. Also, ich meine, der Punisher ist jetzt für mich nicht eine unbekannte Figur oder so Mhm, gewesen. mhm. Aber die absolut grandiose Performance von John Bernthal als Frank Das sehe Castle. ich. Damn. Er hat Das gedacht, ist. wow. Also, wirklich, ich meine, ich habe ihn schon gesehen, er ist bei Daredevil vorgekommen, er ist bei The Mhm. Defenders ist er auftaucht und so. Es ist nicht so, dass er als Punisher eine unbekannte Figur gewesen wäre. Aber das ist halt nur, also ich meine, doch bei der zweiten Serie von Daredevil Born Again ist er Mhm. doch über ein paar Folgen mal ein bisschen auftaucht. Aber das ist ja alles nach der Punisher-Serie. Genau. Und wenn du das siehst, aber auch Punisher-Serie schließt sich ja, die zeigt ja nicht, wie er zum Punisher geworden ist, Nein. sondern er hat eigentlich schon wieder fast abgeschlossen gehabt mit dem Leben als Punisher. Ja, also respektive in der ersten und in der zweiten Staffel ist eigentlich. Ja, Er will eigentlich nur seine Ruhe haben und rutscht dann halt einfach irgendwie wieder in so einen Scheissdreck rein. ja, absolut, genau. Und auch das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt kommt halt wahrscheinlich die Entstehungsgeschichte, wenn er zum Punisher wird, Mhm. einerseits, wenn er sich, ja, ich meine, das habe ich halt wirklich gefeiert in der ersten Staffel, wo er dann plötzlich wirklich sein Gestaltchen angelegt hat, mit dem Ja. Totenkopf auf der Brust und sich so, Ja. ja, finally, ich habe die ganze Staffel darauf gewartet. Ja. Der Vater Also, von aufräumen. also tatsächlich etwas, was ich mega krass gefunden habe bei der Serie. Es ist halt verdammt brutal gewalttätig. Hey, der Aber Schluss von der ersten Staffel. Ich habe gesagt, ich habe nicht ein Problem mit so Szenen. Aber, und das ist jetzt, ich sage jetzt mal ganz böse, es ist kein Spoiler, weil die Serie ist schon lange draußen, aber wo er diesem den Grind nimmt, am Abschlusskampf, beim Karussell, ja, ja. den Kopf nimmt,
gegen den Spiegel drückt und runterzieht. Ich habe so gedacht, boah, nein! Also, weißt du, so Sachen. Ich habe wirklich kein Problem mit so Szenen normalerweise. Aber dort habe ich gedacht, fuck, das muss wehtun. Das muss wehtun. Da weißt du, wie das schneidet dran. Ich habe es richtig gespürt fast. Boah. Schau die zweite Staffel weiter. Ey, ich bin Ey. dran. Ohne Scheiß. Er Hey, hat jetzt gerade in einem Motel das halbes Massaker angerichtet. Jesus. Dort in der Bar innen. Ja, das auch. Die Er ist Kampfszene. Er ist ein Tank. Ja, aber wie? Weißt du wieso? Einer steht einfach in der Bar und du siehst, wie die anders probiert, irgendwie einen umzunieten und er steht einfach so hin und macht einfach nur so wow! Also, Genau! er einfach so. Und geht dann angreifen. Und die so, wo der Spottangriff von Ja, geil. Und schnell die Acker aufbaut. Aber ich finde es auch hure geil. Er ist halt nicht übermächtig. Er kommt halt einfach auch mega auf die Fressen über. Was bei ihm halt einfach seine Waffen ist die verdammte hure Willenskraft, die er hat. Ja. Und er hat einfach gesagt, fick die, steh nochmal auf. Weißt du, ich finde es geil, auch wenn du John Bernthal so anschaust. Er ist nicht. Er ist jetzt nicht ein Jack Reacher. Nein, nicht. Zum Beispiel, weißt du? Es wäre jetzt völlig falsch gewesen, wenn du jetzt einen angestellt hättest, wenn Jack Reacher wieder. Jetzt kommt mir der Name vom Schauspieler nicht gerade in den Sinn, aber wenn du ihn dort angestellt hättest, weil von dem erwartest du das, dass er alles zusammentatscht. Ja. Aber bei einem John Bernthal denkst du, Alter, du bist teilweise. Du bist teilweise ein Kopf kleiner als alle anderen. Also, ja. Weißt du? Also nicht so, dass er nicht parat wäre, aber. Nein. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde es so schade und ich verstehe heute nicht, wieso, dass sie so eine Serie absetzen. Wie Punisher? Ja. Aber das habe ich bei all diesen Marvel-Serien schon nicht verstanden. Ja. Das ist ein anderes Thema. Weißt du, wenn du durchlesest, wärst du alles der Punisher gemacht hat, der Dolph Lundgren. Weißt du, schon, Riesendings. Der Ray Stevenson, der ja recht ein Fetzer war. Mhm. Und gut, der jetzt so wahrscheinlich noch am ehesten mit ihm kannst vergleichen, ist der Thomas Jane. Das war, glaube ich, der erste. Das war eher auch so ein bisschen ein schmächtiger. Also eben auch parat, aber. Ja, genau. Ja. Der hat ja. Ich finde das by the way ein mega cooler Schauspieler. Ich schaue dem mega gerne zu. Der hat ja auch bei die Expanse hat er mitgespielt. Wie hat diese Serie noch geheißen? Ich bin ehrlich, ich verwechsel ihn manchmal mit dem Christopher Lambert. Ich weiß nicht warum. Oh, damn, ist mir jetzt gerade das auch passiert. Also bei die Expanse weiss ich, hat er mitgespielt. Das weiss ich. Dort hat Thomas Jane mitgespielt. Genau. Christopher Lambert. Das ist der Highlander gemacht hat. Mortal Kombat und so. Ja, aber hat er bei. Es kommt mir die Serie nicht gerade in den Sinn. Ist auch so ein bisschen. Doch, warte. Altered Carbon. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Ich glaube, das ist auch der andere. Nein, das ist wieder ganz ein anderer. Der halt auch so ähnlich aussieht. Altered Carbon. Schau mal. Was gesagt zum Cast? Schau mal den Joel Kinnaman an. Das ist der, wo auch der. Ja, das ist der bei Dings mitspielt, der Suicide Squad. Ja, genau. Und der Robocop. Ja. Peacemaker spielt er ja auch mit und so. Ja. Da kann ich unterscheiden, der hat immer so das Bärtchen. Ja, aber trotzdem, wenn ich die drei anschaue, also, einfach völlig der Lulu. Und nachher so, wer hat jetzt wo mitgespielt? So, hä? Ja, aber es gibt solche Schauspieler. Das ist gleich wieder. Ich habe früher immer ich habe jetzt vorher ihn gerade gesehen. Der Edward Norton mit dem Dude. 14 auch hat er mitgespielt. Mit dem John Cusack.
Edward Norton mit dem John Ja. Cusack. Weil Ja. Das Gemeine ist, die haben auch noch den gleichen Synchronsprecher. Okay. Die haben beide den Andreas Fröhlich. Okay. Und da guckst du manchmal auch da und denkst so, hä? Okay. Ja, aber das ist gleich wie früher auch der Bill Murray und der Tom Hanks. Ja. Da bin ich auch schon reingefallen. Ja. Wo, eben, sie sehen schon nicht gleich aus, aber früher haben sie teilweise wirklich ähnlich ausgesehen. Ja. Das stimmt. Ja. Das waren die Serien, ey. Waren die Serien. Aber So, jetzt wechselt es gerade, du hast mehr Filme als ich. Wie Ich viel habe hast du zwei. gehabt? Okay, Nein, drei tatsächlich. Drei. Okay, Das kann mir einen Sinn kommen. also könnten wir immer 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 machen. Aber ja, ist egal. Soll ich anfangen? Ja. Oder willst du anfangen? Nein, fach an. Ist gut. Ich habe einen Horrorfilm geschaut. Mit der Lisa zusammen. Mit der Lisi zusammen. Sie hat da unbedingt schauen. Und tatsächlich, ich habe sie dann nachher fast 2 Tage lang einfach nicht mehr anlängen und küssen. Okay. Okay. Und zwar heisst der Film Together. Ist mit dem Schauspieler, wo bei Scrubs hat er mitgemacht, wo die neuen Ärzte gekommen sind, also wo die jungen Ärzte gekommen sind. Und bei Now You Can See Me hat er auch mitgemacht. Der, das ist natürlich heute mal nicht aufgeschrieben. Der Kleine? Ja. Das ist der Bruder Dave vom Franco. anderen. Ja, genau. Der Bruder von James Franco, ja. Der Dave Franco hat mitgespielt. Und zwar geht es ihnen darum, das ist ein Pärchen, wo anscheinend eine bisschen angespannte Situation haben untereinander. Sie will unbedingt aufs Land ziehen und er will eigentlich nicht. Sie haben auch ein bisschen Mühe mit was im Bett läuft und so. Und dann ziehen sie nachher dann einfach an das Örtchen, das ist irgendwie ein Westergucker, der am Arsch von der Welt. Und nachher gehen sie dort wandern und dann fallen sie in ein Loch. Und dort finden sie etwas Ähnliches wie eine alte Kapelle. Und wie so einen Brunnen mit Wasser drin. Und weil sie halt schon länger unterwegs sind und Durst haben, trinkt er aus dem Brunnen. Nachher fängt es an, dass er eigentlich praktisch nicht mehr lebensfähig ist ohne sie. Also sobald sie weiter weg ist, wenn er irgendwie 20 Meter oder so, fährt er an von hypern und muss ihr hinten nachher. Und was dann passiert ist, dass sie, also nachdem sie getrunken haben, also er getrunken hat und sie in der Höhle schlafen, verwachen sie und sind am Bein irgendwie zusammengeklebt. Genau. Okay. Und je länger das geht, desto mehr haben sie Mühe, dass sie irgendwie ineinander reinfließen und sich gegenseitig irgendwie aneinander bleiben kleben. Ja, an auch ziemlich speziellen Stellen. Also die Special Effects sind mega geil, die Idee ist mega geil und es ist pur grusig. Jumpscares an und für sich hat es keiner drin oder nicht grosse. Aber der ist so kaputt. Wir haben beide manchmal so, da dachte ich, nein, Alter, das kannst du jetzt nicht machen, hör auf, mach's weg. Der Schluss ist so ein bisschen wieder wie bei jedem Horrorfilm, so ein bisschen, aber für alle die, so, die mal so einen Partner oben machen und so einen Horrorstreifen mitschauen. Oder wenn er mal irgendwie eine Woche lang, wenn der Weg von einer Frau kommt. Ja, es ist hure wüst. Es ist wirklich echt hure wüst, aber ich finde es mega cool. Ich finde ihn gut gemacht. Und er hat auch Spannung drin. Und irgendwie teilweise auch so ein bisschen Witz. Ja. Also so ein bisschen Witz, wo nicht zu spoilern, aber wirklich manchmal stört und sagst, ey, das haben die jetzt nicht gemacht. Und es ist so dargestellt, so, ja, es ist so ein bisschen auflockern. Aber es ist easy. Eben, Horrorfilm Together heisst, der ist von 2018. Das klingt so nach einem Horrorfilm, den ich wahrscheinlich auch würde. Ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen irgendwie. Noch nie gewesen. Aber so Filme, wo nicht erzwungen die ganze Zeit Jumpscares oder so etwas haben, sondern wo eigentlich halt auch ein bisschen mit dem Kopf spielen. Darum liebe ich zum Beispiel Cube-Filme.
Seit ich Ja. das erste Mal The Cube gesehen habe, muss ich sagen, ey, das ist, was Horror angeht, wo mit dem Kopf spielt, ist das top. Ja, Jetzt für mich nichts anderes als die Cube-Filme. Ja, man kann ja. darüber schreiben, ob die neueren auch wieder noch so gut sind, aber der erste, Der erste war oh, speziell. Gewesen. das ist richtig, richtig grosses Kino, ja. Aber Das haben wir mal f- aufgeschrieben, mal schauen. also von dem her, ich muss sagen, es ist mal eine coole Idee, weil ich kenne sie so nicht. Mhm. Und eben, du kannst auch ein bisschen mitsteuern. Du kannst ein bisschen mitdenken und du merkst, wenn du ein bisschen mitdenkst, checkst du eigentlich ziemlich schnell, was abgeht. Ja, ja. Aber ich habe ihn geil gefunden. Okay. Dann mache ich mal gerade weiter. Wir kommen Ja. zu einem Thema, das wir eigentlich in jedem Podcast haben. D&D. Ne- Nein, Cowboy-Filme. Western. Aha, ja, haben wir in letzter Zeit öfters gehabt. Genau. Und zwar habe ich einen uralten Western geschaut. Weil kürzlich ist ja erst der Robert Redford ist gestorben. Ja, genau. Und da habe ich einen von seinen ersten Filmen geschaut, mit dem Paul Newman zusammen, und zwar «Zwei Banditen». Der ist aus dem Jahr 1969. Boah, ja, ich glaube einmal, aber das ist ewig her. Ey. Yes. Der ist uralt und ist wirklich so ein Western auch ein bisschen mit einem alten Humor. Also man merkt das Alter sehr gut an, auch der Witz und alles. Aber ich, der mit dem so ein bisschen aufgewachsen bin, hatte das eigentlich mega gerne gehabt. Ein bisschen Nostalgie. Es handelt eigentlich von zwei Banditen. Das heisst ja «Zwei Banditen». Und die gehen eigentlich Züge ausrauben. Und der Paul Newman, der spielt eigentlich eher so der Liebe. Er hat noch nie irgendjemand rumgenietet und der sagt immer, hey komm, mach doch die Tür auf, wir haben eigentlich nur das Geld von dir, wenn wir nichts. Und dann tun sie den Zug zweimal sprengen. Das erste Mal ist es eine kleine Explosion. Das zweite Mal haben sie es völlig übertrieben und haben den halben Zug in die Luft gejagt. Es ist wirklich, also, es passiert nur Scheissdreck. Okay. Nachdem sie eigentlich den zweiten Zug ausgeraubt haben, werden sie dann verfolgt. Dann sagen sie, hey Scheiße, komm, wir müssen abhauen von da. Und dann wollen sie nach Bolivien. Weil eben der Paul Newman, der Butch heisst er, glaube ich. Er sagt nachher dann immer, ja komm, wir müssen nach Bolivien. Und weil dort ist alles mega schön, dort leben wir ins Haus und Braus und weiss der Gucker was. Alles. Und der Robert Redford, der Sundance Kid und seine Partnerin. Ich habe jetzt, sorry, wenn ich habe jetzt gerade gedacht, wo du gesagt hast, Batsch, habe ich gedacht, Moment, aber das ist doch Batsch und Sundance Kid. Genau, Butch und Sundance Ja. Kid, ja. Und sie hauen nachher dann ab nach Bolivien und es ist eigentlich nichts dort. Es ist einfach hure abgelottert und weiss der Gucker was alles. Und nachher dort hat es mich fast verbessert. Dann haben sie gesagt, so komm, jetzt machen wir mal den ersten Satz und gehen eine Bank ausrauben. Dann gehen sie in Bolivien in eine Bank rein und dann kommt einer zu ihnen und spricht jetzt auf Spanisch an oder was sie dort reden und sagt, ja, was sie eigentlich da gerne möchten. Dann schauen sie sich beide so an und du weißt genau so, Scheiße, wie rauben wir jetzt die Bank aus, wenn wir keiner von uns Spanisch kann. Und dann holen sie einfach wieder ab und dann lernen sie irgendwie das erste Monat lang Spanisch. Das ist so Ja, weißt gut. du, solches Zeug und eben so ein bisschen der Old-Humor und ich habe den eigentlich mega gefeiert. Und es war eine von seinen ersten Rollen, der Sam Elliott spielt auch mit. Oh, was? Ja, er spielt Oh, warte, auch aber mit. dort habe ich erstmal. Ich glaube, es war nach dem letzten Podcast, wo wir ja auch über ihn geredet haben. Ja, Weil ja. er bei Landman mitspielt. Habe ich mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Bericht war oder ein Video gesehen über Sam Elliott. Er hat einfach schon gleich ausgesehen, einfach nicht mit weißen Haaren. Ja, und hat auch noch keine Schnauze gehabt. In diesem Ja, Film. stimmt. Ja, hat er früher auch nicht gehabt. Und tatsächlich bin ich dank dem Sam Elliott auf diesen Film gekommen. Wie Aha. gesagt, er hat dort eine Rolle. Ich So dachte, hä, okay. Aber eben, das ist uralt, aber hat mega Spass gemacht zum Schauen. Also wenn ihr so ein bisschen altes Zeug und so ein bisschen wieder mal so ein bisschen gemütlichen Western habt, ja. Geil. Ah ja, so Western müssen wir eigentlich wieder mal viel mehr schauen. So alte, Ja. weißt du, so die glorreichen 7 oder so Zeug sein. So. die alten Filme. Ich liebe einfach so Filme, wo sie irgendetwas planen, da passiert ein Scheiß nach dem anderen. Ja.
nicht einmal absehbar, weißt du, so ein bisschen, fuck, ja eben, scheiße, jetzt müssen wir zuerst noch Spanisch lernen. Jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen, die habe ich schon lange nicht mehr geschaut, die Film. Und zwar Lucky Luke von Terence Hill. Oh ja. Ja. Habe ich jetzt gerade aufgeschrieben, die muss ich wieder mal schauen. Die habe ich als kleiner Bub mega gerne geschaut. Ich habe auch Comics von Lucky Luke gelesen und die halt mega cool gefunden. Darum habe ich den Film halt Lucky Luke von Terence Hill, das ist grandios. Sind dort auch schon Dalton-Brüder dabei? Ja. Ja. Ich sehe es gerade. Ja. Ich schieß Dalton-Brüder, Mann. Ja, sag mir den. Oh mein Gott. Ja, dann komme ich mit dem nächsten. Und zwar, meine ist nicht ganz so alt, aber ist auch, ich glaube, also 1977 ist er, glaube ich, rausgekommen. Der, den ich Star geschaut Wars? habe. Nein, besser. Ich habe genau gewusst, darum habe ich es gesagt. Ich habe genau gewusst, er reagiert oder so. Wait, what? Nein, ja. Also, meiner Meinung nach ist das der bessere Film als Star Wars. Okay, ich bin gespannt. Weil ich den so manchmal mittlerweile gesehen habe und ich kann ihn immer wieder schauen. Vom Witz und so passt er einfach definitiv nicht mehr in die heutige Zeit rein. Das habe ich mir ein paar Mal gedacht, als ich den Film geschaut habe. Und ich dachte, schwierig, Brudi. Aber bevor ich den Titel vom Film sage, es ist eine klassische Komödie mit dem Burt Reynolds und mit dem Jerry Reed. Ja, ich habe es mir gerade gedacht. Und es ist einfach immer wieder eine absolute Freude, den Film zu schauen. Und zwar rede ich von Bandit, ein ausgekochtes Schlitzohr. Einfach der trockene Humor teilweise. Und es ist so... Ah Mann, ey. Ich bin mega zufällig. Ich habe irgendwo einen YouTube-Short gesehen mit dem Burt Reynolds und in dem Moment dachte ich, heute schaue ich Bandit. aber ist das der, was am Schluss so eine hohe Massenkarambolage gibt mit dem Polizeiauto? Oder sind das Blues Brothers Filme? Ja, Blues Brothers Filme, definitiv. Ja, also wenn es um Massenkarambolage geht. Obwohl, er spielt, also ich bin eigentlich, ich habe nicht so viele Burt Reynolds Filme gesehen. Aber die ich gesehen habe, sind alles Komödien. Und zwar Bandit, beide Filme. Und die beiden auf dem Highway ist die Hölle los Film. Ich glaube, in so einem auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, dort prescht es mal gefühlt eine halbe Stunde. Der prescht es einfach irgendwie alle 5 Minuten irgendwie. Aber ich weiss, ich habe auf dem Highway ist die Hölle los, habe ich erst letztes Jahr irgendwann schon wieder geschaut, beide. Und darum habe ich gedacht, jetzt schaue ich Bandit. Und ich habe es nicht bereut. Jetzt habe ich gerade Burt Reynolds geschrieben, wie Vogel. Gott. Oh Mann. Ja, ich glaube, wir gehen wieder leveln. Holy hell. Aber ich glaube, der war irgendwie in einem Film, wo er so ein richtiges Arschloch spielt. Ja, das ist gut möglich, ja. Er hat ja viele Filme gemacht. Aber das sind einfach die mir gerade so instant, wenn ich Burt Reynolds höre, dann ist das für mich der Bandit also sind das für mich Bandit-Film und Highway-Film, Cannonball. Ich liebe, wenn ich so Filme lese wie Der Mann, der die Katzen tanzen ließ. Burt Reynolds. Das sind einfach so die alten Filmnamen. so what? Aber ich finde halt einfach, der Typ ist so. Das war so das Vorprodukt von Pedro Pascal. Ja, vom Schnauz her und so, wie er aussieht. Ja, doch. So ein Vorprodukt. Ich sag mal, der Pedro. Du setzt mir gerade Sachen in den Kopf. Der Pedro Pascal in einem Remake von Cannonball oder von Bandit. Ey, let's go. Er in dieser Rolle von Bandit. Das wäre schon. Das würde ich schauen, definitiv. Er hat, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen das richtige Alter, weißt du? So ein bisschen. Ja, kann sein, ja.
Das Oh mein ist Gott. genial. Nein, aber wenn er Witz nicht verleidet, die in die heutige Zeit definitiv nicht reinpassen, schaut Ja. die Film nicht. Nein. Weil das ist halt eine andere Zeit gewesen, auch wenn 1977 ist der rausgekommen. Das war eine ganz andere Zeit gewesen. Da sind noch ganz andere Verhältnisse in der Gesellschaft und so halt gewesen. Ja. Und da wird halt, also vor allem einer, das ist halt, da habe ich halt auch müssen sagen, boah, ey, das könntest du heute nie mehr machen. Nie mehr. Ich glaube, Das ist, die Szene haben wir auch schon mal besprochen. nein, ich glaube die nicht. Es geht um der Bandit Video verfolgt von einem Sheriff durch mehrere Genau. Staaten. Vom Beaufort T. Justice. Der Jackie Gleason ist das. Und unter anderem kommen jetzt natürlich auch in Kontakt mit der Polizei in diesen Vereinten Staaten. Mhm. Und im einen Staat ist der Sheriff halt ein Dunkelhäutiger. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, aber ich weiß nicht, ob da. Und der Beaufort T. Justice, also der Bandit eigentlich verfolgt durch die ganzen Staaten, die anderen verursachen dann wieder einen Unfall. Aber der Sheriff aus dem Staat verursacht einen Unfall. Die liegen irgendwie im Graben mit dem Karren, schauen jetzt aus dem Fenster, hängen jetzt so halb aus dem Fenster raus, weil sie aussteigen wollen. Der Justice, der Sheriff, der kommt oben dran und fragt so irgendwie so: «Hey Boy!» Und ich so: «Jo, okay!» Aber ich will einfach auch selber wieder, weil früher ist das wie so eine Beleidigung gegenüber der dunkelhäutigen Gesellschaft, wenn du es so genannt hast. Und heute hörst du das eigentlich so in dem Zusammenhang fast nicht mehr. Aber wenn es halt dort, du hast es auf dem Bildschirm gesehen, er hat es direkt ins Gesicht gesagt und ich so, ho! Ja. Bist einfach so unerwartet, so zuerst so, okay, dann hast du wieder ins Gedächtnis rufen. Kollege, der Film ist halt einfach aus 1977. Ja. Es ist, auch wenn es nicht korrekt ist, aber wir haben uns zum Glück in eine gewisse Richtung entwickelt mittlerweile. Genau, ja. Dass einem so etwas halt vielleicht auch auffällt. Ja. Darum, wenn ihr ein Problem mit solchen Sachen habt, schwierig, wenn ihr damit umgehen könnt, dass das halt ein alter Film ist, absolute Gönnung. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich glaube, bei Terence Hill und Bud Spencer, obwohl die auch so alt sind und auch so trockene Sprüche haben, das ist bei denen relativ selten vorgekommen, dass sie wirklich solche Sachen rausgelassen haben. Ja, weniger. Ja. Bei denen ist eher die mexikanische Bevölkerung ein Ja, bisschen unter Ding gekommen ab und zu. Aber ja, es ist schon, die haben dort ein bisschen mehr geschaut drauf, absolut. Ja. Genau. Ja. Hey, ja, aber definitiv ein absoluter Klassiker habe ich früher auch. Eben ausgekochter Schlitzohr und eben. Ja. Und er hat mich jedes Mal, jetzt, wenn ich wieder in meine Garage runterlaufe, dort unten steht aber so einen schönen Trans Am von einem Nachbarn. Ist zwar nicht ein schwarzer Trans Am, sondern ich glaube ein goldfarbiger mit einem schönen Phönix vorne auf der Haube. Und ich denke mir jedes Mal, Kollege, da doch endlich mal das Zettel an zu verkaufen. Hast du schon mal das Auto von meinem Bruder? Hat er so einen? Ein roten? Oh, ja, die sind auch geil. Ein Kollege hat mal einen gehabt und ich hätte den schier abgekauft, aber ich hatte keinen Platz gehabt. Ich habe mich angeschissen nachher. Ich schicke dir dann mal ein Foto. Ja, voll. Ja, das habe ich gar nicht gewusst, ja. Also ich glaube, es ist ein Trans Am, also so wie er mir erzählt hat. Ja. Es gibt natürlich einfach verschiedene, aber genau. Der Kollege hat halt wirklich genau so, er ist auch ein riesen Fan von diesen Bandit-Filmen und er hat auch wirklich genau so gehabt. Bis auf die Felgen sind nicht ganz genau die gleichen gewesen, aber er war schwarz gewesen, mit dem richtigen Interieur, er hat einen grossen Vogel vorne auf der Haube gehabt, vergoldete Felgen, so wie es halt im Film ist. Okay, ja, das ist aber schon der Neuer. Ja. Das ist der Knight Rider Trans Am, das ist so 80er Jahre in die Richtung. Aber das ist auch geil. Geil, Mann, das ist gleich geil. Ich brauche mehr Parkplätze. Ich brauche mehr Geld. So teuer sind die aber gar nicht. Nein, das tatsächlich. Er hat noch, also für das, was ich jetzt gehört habe, aus meiner Sicht relativ günstig bekommen. Ja. Das sind aber so. Weißt du, wenn ich schaue, wie viel ich für mein Chevy
gezahlt habe oder bekomme und der ist ein bisschen neuer als jetzt. Aber der Trans Am, wo du mir das geschickt hast, ist irgendwie in den 80er. Das sind die Knight Rider Trans Am. Ja gut, aber passt auch zu einem. Wir sind Knight Rider Fans gewesen, Ja, ist natürlich. Hey, das ist. Ich weiß, ich habe dir ja mal erzählt davon, glaube ich. Ich hätte hier mal einen gekauft. Einen fast fertig umgebauten Knight Rider. Der ist über ein Jahr oder noch mehr bei meinem Mechaniker gestanden. Jedes Mal, wenn ich rein bin, irgendetwas, ist der dort auf dem Lift oder nebendran gestanden. Und ich habe ihn mal gefragt, du, was ist mit dem? Das Auto steht jetzt legit schon über ein Jahr bei euch. Er hat gesagt, ja, der, der ihn gehört, zahlt nicht mehr, meldet sich nicht mehr. Ja. Dort habe ich ihr gesagt, hey, wie viel Also, willst du und wie viel kostet es, den fertig zu machen? Ja, ich glaube, du hast dir einfach zu lange Zeit gelassen, weil du heimgegangen bist, irgendjemand aufs Bett gelegen bist, Embryostellung und um das Auto brüllt hast, oder? Das habe ich dann gemacht, als er plötzlich nicht mehr rum war. Ich weiss, ich bin vorbeigegangen dort und dann ist er weg gewesen und hat gesagt, oh, haben ihr den Trans Am weg? Ja, ich bin ja losgeworden. Und ich gesagt, einfach so die eine Stimme in deinem Kopf, die einfach dann etwa 10 Minuten lang einfach lauthals rausgeschrien hat. ja, nein. Das F-Wort. Das ist immer noch, es gibt wenig Träume, die ich habe, aber 3 Autos gibt es, die ich eins oder zwei davon sicher nie wird können erfüllen, weil sie einfach zu teuer sind, aber who knows. Anyway. Das ist kein Autopodcast. Auto, ja, ein Autobrotkasten. Du hast noch mehr Filme als ich. Ich habe nur noch einen. Also, wir bleiben schon gerade in den Western. Ich habe Bock auf Western. Und zwar mal solche, die ich nicht so gesehen habe. Und tatsächlich, von dem habe ich noch nie etwas gehört. Appaloosa. Und zwar ist der mit dem Ed Harris und mit dem Viggo Mortensen und mit dem Jeremy Irons. Und zwar spielen der Ed Harris und der Viggo Mortensen spielen ein Duo, wo eigentlich Gesetzeshüter sind. Die kommen dann nach Appaloosa, weil der Gesetzeshüter von dort erschossen worden ist durch Jeremy Irons, durch den Ranger, ich weiß es gerade nicht mehr, wie er heisst. Und sie gehen dann dort eigentlich aufräumen. Ist ein bisschen ein slow-paced Film, aber nichtsdestotrotz, ich habe schauspielerische Leistung, vor allem von Viggo Mortensen, also die ihn nicht kennen, der hat der Aragorn gespielt, ja, die einfach gefeiert. Einfach so, es war einfach geil, wenn er dort gespielt hat. Vor allem habe ich es schon so geil gefunden. Das ist das Wichtigste. Oh, ja. So geil. Also eben, das Ding war dann nachher, sie sind dann dort hin, haben eigentlich sozusagen die Stadt unter ihrer Faust gehabt. Also eben, weil sie halt dort aufgeräumt haben. Und im Verlauf des Films kommt dann nachher eine weitere Schauspielerin dazu, das ist die Renée Zellweger, die Alison French spielt, wo halt einfach so ein Fraueli ist, also eine Dame ist, die nachher dort leben wird. Und der Virgil und sie tun sich nachher eigentlich sozusagen einander nähern. Und ja, und dann geht es nachher drunter und drüber mit dem Ranger, mit dem Jeremy Irons, wo sie nachher eigentlich wollen hängen lassen und dann werden sie da hintergegangen und es ist eigentlich auch noch, es ist ein nicer Film zum Schauen, jetzt auch nicht wirklich, also nicht gerade mega der Ultrabringer, aber ich habe es einfach mega genossen, weil es eben so ein bisschen slow-paced ist. Mhm. Aber es ist mir jetzt eigentlich nie wirklich darum gegangen, hey, das ist mega langweilig, weil Charakter eigentlich so gut spielen und eigentlich immer so wieder ein Stückchen von sich preisgeben. Du weißt eigentlich nichts von denen. Du weißt genau, sie sind Gesetzeshüter. Und ja, am Schluss war dann auch so ein bisschen der Moment, wo es darum gegangen ist, der Viggo Mortensen, also eben der Virgil, will dann heiraten, will Familie, also respektive den Rest von seinem Leben dort verbringen. Der Viggo Mortensen hat einfach gesagt, hey, für mich gibt es da nichts mehr. Ich muss weiter. Und irgendwie ist das so, ich weiss nicht, das triggert so in mir etwas. Unter dem Motto, hey, wenn es für mich nichts mehr gibt, gehst du einfach weiter. Ich weiss nicht. Das ist etwas, was ich an Western irgendwie mega mag. So, hey, ich habe mein Zeug hier gemacht, ich habe nichts mehr zu tun, jetzt gehe ich weiter. Der Freiheitsgedanke. Ja.
ja. Der Freiheitsgedanken und eben auch, eben so, darum finde ich auch die Westernmusik, also so Country-Musik finde ich immer, also jetzt ohne Gesang oder so, finde ich immer, es geht etwas. Man muss etwas machen, man muss weiter und es ist so. Genau. So Gänsehaut bekommst und plötzlich hörst du so. Genau, ja. so. Nee, aber ich weiß nicht, Western haben halt einfach irgendetwas. Genau. Und ja, dann gehen wir eigentlich gerade weiter, auch mit einem Revolverheld, aber in einem ganz anderen Universum. Und zwar habe ich mir das erste Mal der dunkle Turm angeschaut. Der Neue. Der neue mit dem Idris Elba und mit dem Ja, Matthew McConaughey. ja. Oh. Stephen King-Adaption par excellence. Ja, ich finde, also, schau jetzt, also grundsätzlich, der Film hat mich hure gepackt. Ja. Wirklich, ich habe es mega geil gefunden. Die Erklärung, was der Shining ist, was der Walter ist, also der Matthew McConaughey, was er ein Magier ist und vor allem, ich finde auch seine Macht geil, dass er kann sagen, du hörst auf Schnaufen und der andere hört einfach auf Schnaufen. Es ist fertig. Du bist einfach, Ja. er hat einfach das Wort der Macht oder so böse Genau. gesagt. Und das finde ich so geil. Auch sonst die Story hinter dran, was der dunkle Turm so ein bisschen ist und das so. Sie baut das mega gut auf, aber ich weiß nicht, ob es einfach die Version war, die ich geschaut habe. Aber das Ende dünkt mir hure kurz. Ja, Das okay, ist zugegeben. Das. wirklich, sonst der ganze Film ist mega cool. Die Effekte sind geil, das, was sie dort machen, das, was sie erzählen, um was es geht. Aber es ist so, schon am Anfang so ein bisschen, da habe ich gedacht, ja, okay, ja, du musst irgendwie, ich glaube, wie viel, 7 oder 8 Bücher musst du dort irgendwie reinschrumpfen. Und der Schluss ist das Einzige, was mich wirklich genervt hat. Aber sonst ist Ja, der Film hure geil. Ja, das ist auch wieder so einer, wo ich dort gehockt bin und gesagt habe, hey, der ist 1,5 Stunden, macht 2 Stunden, macht von mir so 3 Stunden draus. Ich hätte den ganzen Shit geschaut. ja. Wirklich. Ja. Es ist wirklich mega cool. Ich finde auch, der Matthew McConaughey spielt hure geile Bösewicht. Hey, so richtig gut. Dort, aber genau die Szene, wo er jetzt so in der Küche steht, die sind 2 Stunden nebendran. Hörst auf Schnaufen. Genau, hör auf zu atmen. Ja. Und der andere liegt einfach ab und du so, okay. Ja, es ist so genial. Oder So dort, wo er gut. durch die Straße durchläuft und dem kleinen Kind einfach sagt, Hass. Ja, Du siehst genau. einfach, dass das Kind einfach hure hässig ist. Ja. Hat ja auch noch cool, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Szene gewesen, die ich cool gefunden habe, zum schauen, was macht das Kind nachher hin. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ja, aber ja. Ja. Oder wo er die 2 Vasallen von sich, wo er dort in dem Kaffee hockt und sagt, ja, alles ist gut. Ich habe das, was ich brauche. Verfetzt euch gegenseitig. Nachher steht er auf und dann fangen alle Huren an verkreiseln und dann sagt er, hey, beruhigt euch, schaut einfach zu, genießen schon. Und dann ist Spock und du siehst einfach, wie die ganze Meute dort denen zuschaut, die sich gegenseitig zerfleischen. Ja. Es So. ist so gut gemacht. What the Ich habe ja viel Stephen King Bücher gelesen früher. Ja. Wirklich. Und ich finde immer noch, es ist für mich. Aber ich schaue nicht gerne Horrorfilme, aber die Bücher, die habe ich verschlungen wie nichts. Tommyknockers, ja. you name it, egal was. Ich habe die Bücher verschlungen. Und als ich den Film geschaut habe, halt auch mit dem Hintergedanken, ich habe gewusst, okay, das ist Stephen King. Ich bin mir vorgekommen, ein Stück weit wie all die Bücher, die ich so ein bisschen gelesen habe, ineinander hineinfließen teilweise. Du hast wie so ein bisschen, von überall so ein bisschen etwas gehabt, teilweise. Ja. Und es war wie wenn ich ein Buch lese vom Stephen King, halt einfach, wenn ich den Film geschaut habe. Und das habe ich richtig gefühlt. Ich habe das richtig geil gefunden, richtig nice. Ich bin immer noch fasziniert, weil ich schreibe ja selber auch Geschichten, da wissen das vielleicht. Und ich finde das so geil, so die ganze Struktur, die er eigentlich im Hinterding hat, das ganze Universum, wie das aufgebaut ist mit dieser Schildkröte und wer ist eigentlich eben der Walter alias Randall Flagg heisst er, glaube ich, oder der Wanderer. Aber er beschreibt, glaube ich, im Buch auch nicht wirklich, was er alles kann und was nicht. Ja.
Es ist einfach irgendeine hure mächtige Entität, die einfach das Chaos darüber bringt. Und das ist genau etwas, wo mich immer wieder fasziniert hat an den Büchern halt. Also an den Geschichten, Mhm. die der Stephen King erzählt hat. Tommyknockers, du weißt so lange nicht wirklich, was ist das, was sie da gefunden haben? Mhm. Warum, warum passiert das alles? Und es wird so Stück für Stück immer ein bisschen aufgedeckt und so. Es ist einfach Ja, genial. Ich bin so geruhen, das habe ich das letzte Mal mit jemandem darüber geredet und habe uns gesagt, ich habe ein Problem, ich kann das Buch nicht zweimal lesen. ja, ich auch. Das ist noch das grössere Problem als bei Filmen. Wenn mir ein Film wirklich gefällt und ich habe den gesehen, dann muss ich Minimum ein Jahr, 2 warten, dass ich Ja. den wieder schauen kann. Weil sonst schalte ich mit drinnen ab, weil ich genau im Kopf schon genau weiss, jetzt kommt das. Meine Geschichte ist Mhm. schon abgespielt. Und das habe ich bei Büchern noch viel mehr. Ich glaube, ich habe kein Buch, das ich zweimal gelesen habe. Das kann ich einfach nicht. Also ich auch nicht. Obwohl ich eigentlich jetzt nach gewissen Jahren wieder mal gerne eine Trilogie würde lesen würde. Tatsächlich eben noch, aber auch mit Games oder sonst Zeugs eben alles so wiederholen. Mhm. Gut, wie wer sagt das fucking Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Ich habe 5 oder 30 Mal sicherlich hintereinander Pokémon die gleiche Edition gespielt. Ja, das Von ist. wegen wiederholen. Das ist ein anderes Thema. Das Ja. habe ich das letzte Mal auch ich glaube, im Barracks gesagt. Ich verstehe es nicht, warum was Leute das machen können. Aber ja. Ja. Oder eben Star Wars Republic Commando, sie können es auswendig, aber das Sachen, die machst du halt einfach immer wieder gern. Das ist es so, ja. Genau. Aber eben Filme, ja. Aber eben, wenn jemand wirklich die Möglichkeit hat, also etwas normal zu machen, bitte dort ausführlicher machen, vor allem den Schluss. Weil wirklich, der Schluss, das ist das Einzige, das hat mir fast mega leid da für den Film. Ich weiß, was du meinst, ja. Nicht, dass eben, der Film ist nicht schlecht oder scheiße, er ist halt einfach schade. Ja, schade, dass einfach. Genau. Es wirkt so wie so gegen Schluss so. Ja, wir müssen jetzt irgendwie noch fertig werden. Hm. Ein Stück weit. Sie haben mega Ja. viel erzählt, mega viel erklärt, eingeführt, weiss ich was. Und jetzt müssen wir da langsam die Handlung noch abschließen. So, ja. Was ich nicht verstehe, ist, warum, das ist meine Meinung, warum macht man jetzt so nicht in so einem Fall auch so eine Kurzserie daraus, 4, 5 Folgen. Weißt du, es muss ja nicht immer 20 Serien lang sein. Ja. Und dann einfach sagen, hey, ich verpacke es ein bisschen grösser. Ich glaube, dort ist der Film, also so Kurzserien sind ja, wenn ich mich richtig erinnere, noch nicht so lang so Das verbreitet, stimmt, ja. weißt. Also man sieht es in den letzten Jahren kommt es ab und zu, dass so eine Kurzserie kommt, 4, 5 Folgen an einer Stunde vielleicht und das war's. Ich würde fast behaupten, wenn der Film oder die Geschichte heute erzählt werden würde, würde es eine Kurzserie sein. Aber genau so 4, 5 Folgen an einer Stunde und fertig. Ja. Würde ich mega begrüßen. Ja, voll. Wirklich. Ja, allgemein. Ich liebe dieses Universum, auch wenn er ein Psychopath ist. Ich will viel mehr Filme von Stephen King und so sehen, aber. Ja. Ja. Also grundsätzlich, es gibt so viel, das ist meine Meinung, so viele gute Autoren dort draussen. Oh, sorry, die Zwerge, die ich gelesen habe, das Buch, ich habe das fantastisch gefunden. Das ist eines der wenigen Bücher, wo mir so im Gedächtnis geblieben ist. Weil ich das so gefeiert habe. Nice. Jetzt muss ich mal den zweiten Teil lesen. Ja. Tell me, ich habe da hinten noch 4, 5 Warcraft-Bücher stehen. Ja. Und das sind noch nicht alle, ich habe noch nicht alle bestellt. Du. Ich habe dann angefangen mit Hörbüchern anzuhören. Ja. Mein Bruder schloss die Horus Heresy. Warhammer. Ich dachte, komm, fang schon mal an. Nach den ersten 5, weißt du, immer die ersten 5 Teile, habe ich mir sagen, was habe ich jetzt da genau gelassen? Weil du hörst 1000 Namen und das Einzige, was du mal rausgehört ist, dass einer gesagt hat, ja, der Imperator, weiss ich nicht, ob der wirklich da ist. Und nachher wird einfach die ganze Flotte irgendwie ausgerottet. Nur weil einer gesagt hat, Aber das ist Warhammer. Ja. Also eben, wie gesagt, das ist ein Hörbuch.
Und es ist mega schwierig, so einem Hörbuch zu folgen. Also wenn ich jetzt etwas Falsches gesagt habe, jeder Warhammer-Fan da draussen, es tut mir leid. Genau. Hast du noch einen, oder? Also, ich habe 2. Uh, stimmt. Und zwar habe ich einen relativ neuen Film geschaut, und zwar Good Fortune, ein ganz spezieller Schutzengel. Ist aber Das mit ist Keanu ein. Reeves. Ja, genau der. Das ist eine witzige, leichte Komödie, eben mit einem wirklich tollen Cast, mit dem Keanu Reeves, mit dem Aziz Ansari, den kennt man zum Beispiel aus Parks and Recreation, wer diese Serie gesehen hat. Ja. Ähm, oder auch mit dem Seth Rogen, das sind so die 3, die so die Hauptprotagonisten spielen. Ähm, Zugegeben, der Plot, also die Story ist nicht so originell, ist auch recht vorhersehbar. Aber Mhm. es ist ein witziger Film, wirklich. Ich habe erst zweimal wirklich müssen lachen und ich muss sagen, wer lässt sich das einfallen? Ähm, aber für mich absolut rausgerissen. Und das ist nicht einfach, weil ich ihm schon gerne zuschaue, ist jetzt einfach der Keanu Reeves. Der hat einfach allen Joke gestohlen. Also als so einen naiven Engel. Als Engel, wo. Es ist das nicht ein riesiges. Nein, ich erzähle es nicht. Weil es halt einfach wirklich ganz ein frischer Film ist. Vielleicht wollen ja nur Leute schauen. Aber der hat meiner Meinung nach einerseits allen Joke gestohlen. In der Art und Weise, wenn er den Engel spielt und auch halt eben, was dem Engel passiert und so. Und wie der Charakter dann mit dem umgeht. Ich bin manchmal fast auf dem Sofa runtergefallen. So genial gewesen, so genial. Es ist wirklich ein cooler Film. Er regt auch wieder ein bisschen zum Nachdenken an, so über Mhm. unsere Gesellschaft, über alles, so über, soll ich sagen, über Probleme, die vielleicht teilweise gar kein Problem sind, so wirklich. Ähm, aber trotz allem, eben, ist ein witziger Film, ist ein. Also, ja, jetzt kommt mir halt alles gerade wieder so in den Kopf vom Keanu Ja, das Reeves, weil kann ich von dem auch. Charakter, wenn er spielt, ich könnte so viel erzählen, es ist so genial gemacht. So gut. Ja, Ja, manchmal also braucht es wirklich. einfach etwas Lichts, gell? Ja, ey, voll. Es ist genau. Ich habe einfach einen easy Film gesucht, wo ich am Abend schnell ein bisschen schauen konnte. Perfekt gewesen. Einfach perfekt gewesen. Einfach chillen, schauen, lachen. Mehr hat es nicht gebraucht. Da habe ich einen perfekten Film für dich auch noch geschaut. Am Donnerstag zu Abend. Bin mit dem Bruder also bist du fertig? Ja, ich bin fertig, ja. Bin mit dem Bruder squashen, Sport machen, dann haben wir noch etwas gegessen und wir dachten, okay, jetzt müssen wir irgendeinen so einen dummen Film schauen. Und wir haben Ace Ventura, jetzt wird's wild geschaut. Ja, ja, so gut. Hey, Boah, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. hey, ja, und ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist, aber der ist halt einfach, der Jim Carrey Das ist das war Peak von ihm. absolut Peak gewesen von ihm, ja. Hey, vor allem also ich sage nur die Nashorn-Szene. Das ist die beste vom ganzen Film. Oh Gott. Vor allem, du musst dich mal darauf achten, währenddem er da noch Leute hinten nachläuft, was er für Scheissdreck macht. Du siehst irgendwie die Leute, die dort stehen mit dem Dauer, so 4, 5. Du siehst, wie er allen einfach auf den Dauer lenkt und so Zeug. Das siehst du beim ersten Mal nicht. Und oder auch im ersten Teil hat er irgendwie hat's dort so, eben so ein Instrument, Orchester, das dort spielt. Und das war aber nicht scripted gewesen. Da laufen sie dort neben einem durch und er zieht dem anderen einfach am Arm und dann spielt er einfach so einen queren Ton drin, bevor er den Bratschen zieht oder so. Nein, also ich weiß nicht, wie die das gefilmt haben. Oder was sie für ein Skript hatten. Ich habe Ja, wahrscheinlich einfach gesagt, hey, da, schau, du solltest dort mach. hinkommen, mach einfach mal. Hey, und wir sind am Boden gelegen vor Lachen. Aber vor allem dort bei der Nashorn-Szene. Die ist einfach nur episch. Jim Carrey, ey. Ja. Ich habe gerade, das war gestern, einen Blooper gesehen von ihm, wo bei
welcher Film ist es das schon wieder? Wie hat der geheißen? Nicht Bruce Allmächtig. Bei Bruce Allmächtig ein Blooper mit dem Gordon Freeman zusammen. Morgan. Morgen. Gordon Freeman. Jetzt bin ich bei Ding gsi. Jetzt bin ich bei Half-Life gsi. Das ist das falsche Genre. Mit dem Morgan Freeman. Wo eigentlich hätte Morgan Freeman irgendetwas müssen sagen. Er ist da gestanden, er hat ja den Gott gespielt. Und Jim Carrey ist so vor ihm gestanden. Und der Carrey hat eigentlich gewartet, dass sie so etwas sagt. Aber der Morgan Freeman hat gemeint, der Carrey müsse jetzt etwas sagen. Und sie sind so ganz langsam aufeinander zugegangen. Und plötzlich greift der Jim Carrey, greift so die Hand und so auf die Schulter oder so an die Teile und dann fängt er so an tanzen. Und das ist irgendetwas am Schnurren gewesen. Und dann plötzlich so der Morgan Freeman so, ich wäre dran gewesen. Ja. Aha, und dann haben wir voll die Gelächter ausgefragt. Das ist einfach so Jim Carrey in Aktion. So, er fährt einfach wieder mal von tanzen, weil diese nichts sagen. So, ja komm, tanze mal. Und das sagt das Unmöglichste zum ganzen Studio, der Morgan Freeman. No laughing at the set. Und im Rahmen sagen, du weißt schon, wer du gegenüber hast. Ja. Es gibt auch ein Blooper, ist es nicht, aber er hat einen Cameo-Auftritt in seinem eigenen Film. Ich glaube, der Ja-Sager oder so. Das ist dort, wo der Kleine sich wünscht, dass er nicht lügen kann. Ist das dort, wo er den Feuerwehrmann spielt? Ja, das habe ich aber auch lange nicht gewusst. Das habe ich erst vor einem Monat oder so plötzlich mal gesehen. So. Ja, und er steht dort hinten seine Freunde. Du siehst einfach den ganzen Cast hinten noch einfach nur am Grölen und auf der anderen Tür steht. Ja, genau. Also, genau. Aber hast du gewusst, das ist ein Charakter aus einem anderen Film? Oder Serie? Nein, ich glaube Film. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Ist der Cable Guy? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ein Charakter eigentlich. Der Feuerwehrmann ist ein Charakter, den er schon mal gespielt hat. Und hat er einfach so als Meme, heutzutage würdest du so sagen, als Meme in den Film hineingebracht, so in die Szene, wo er jetzt so am Funkgerät hängt. So. Der Typ ist einfach so kaputt. Absolut. Aber ich liebe ihn. Mann. Und da habe ich ihn, zu meinem letzten Film, den ich gesehen habe, ich hatte irgendwie, plötzlich ist mir der wieder in den Sinn gekommen. Und ich dachte, hey, also respektive geht es darum, ich bin dort geguckt und dachte, hey, wie hat der Film geheissen, wo das und das am Schluss passiert? Ich erzähle es nicht. Ja, das habe ich auch immer wieder mal. Es ist ein mega Plot-Twist in diesem Film. Ja. Und da habe ich ihn gesucht und habe ihn gefunden, weil ich gewusst habe, Sigourney Weaver spielt mit und der Cillian Murphy. Oder mal Cillian Murphy. Mhm. Und der Robert De Niro. Und zwar heisst der Film Red Light. Und zwar sind das zwei Physiker, also Sigourney Weaver und der Murphy, spielen dort zwei Physiker, die angeblich Magier, Hellseher oder Zauberer aufdecken. Mhm. Wo sie dort hocken und sagen, ja, okay, du kannst den Stuhl zum Schweben bringen, eben wenn es dunkel ist, wenn du so und weißt du Gucker, was alles machst. Und dann irgendwann kommt der Robert De Niro, wo der Simon Silver spielt, wo blind ist und dann eben auch so wie hat er geheißen, oder eben so Löffel kann verbiegen oder sonst einfach übernatürliche Fähigkeiten haben und sie sagen beide, hey, das stimmt nicht. Mhm. Und es fängt immer mega komisches Zeugs an zu passieren. Und du denkst den ganzen Film einfach an eine Sache. Ja, er wird halt einfach bedroht, weil er jetzt probiert, dem Simon Silver auf den Schlich zu kommen, bis am Schluss den Plot-Twist bekommst. Und ich finde den Plot-Twist so etwas von hammergeil. Und ich habe mir gesagt, ich bin das erste Mal durchgekocht und dachte, das ist jetzt aber nicht die Huren ernst. Also jetzt kann man aufschreiben. Red Light. Ja. Ich habe den mega cool gefunden. Es war, glaube ich, das erste Mal, wo ich die Elizabeth Olsen gesehen habe. Heisst sie, glaube ich. Ja. Wanda. Ja. Die Wanda. Okay. Ja, die war auch da. Wanda. Ey, und ja, den Film habe ich mir wirklich wieder mal so richtig reingezogen. Und ich weiß nicht,
Es hat so viele gute Filme gehabt, die ich früher geschaut habe. Manchmal. Ja, aber Manchmal hat es auch das haben wir ja auch Scheißfilme. schon gesagt. Also, Ja. du denkst teilweise einfach gar nicht mehr an die Filme und dann plötzlich irgendwo siehst du mal irgendetwas oder du siehst ein Schauspiel und denkst, oh wait, der hat es ja auch noch gegeben, der Film. Ja, Hey, ich bin durch mit meiner Liste. ja dann, ich habe noch Stage is yours. einen letzten, den Film habe ich mit meinen Göttikind geschaut. Ich habe den Monat habe ich mal gaumen. So. Genau, wir haben so 1 bis 3 geschaut. Geil. Nein. Wir haben, jetzt muss ich aber ganz schnell schauen, dass ich kein Seich erzähle. Warte schnell. Okay, ja, ich habe fast ein Seich erzählt. Wir haben Kung Fu Panda 4 geschaut. Das ist der neueste. Ja. Also Und wo der Fuchs, Wolf, was auch immer das für ein Tier ist, nicht der. Okay. der mit der Schlange. Okay. Ja, das ist vor 2 Jahren rausgekommen. Aber ich habe ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt. Irgendwie alle, nicht Schlange, Chamäleon. Chamäleon, nicht Schlange. Genau, aber eben, dort spielt ja der Zen mit. Das ist so ein. Ja, genau. Okay, ja. Okay, der Fuchs meinst du. Okay, ja. Ich habe jetzt gemeint, du meinst einen Bösewicht. Nein. Ja, genau. Der ist ein Steppenfuchs, ja, genau, dort. Ja, der. Ich hatte den nicht auf dem Schirm gehabt und ich muss sagen, ich finde die Kung Fu Panda Filme finde ich einfach super. Sind tolle Filme, vor allem für Kids und so. Wir haben uns einen coolen Abend gemacht, aber ich bin gaumen am Abend. Und das mache ich meistens so einmal im Jahr, so der Fasnacht, weil meine Mutter und also meine Family sonst, die gehen dann an so einen Bänkli-Abend. Yep. Und dann gibt es einen Götti-Abend, da haben wir ein bisschen gezockt, wir haben Nintendo Switch gespielt, wir haben Pizza gemacht, wir haben Geil. Film geschaut, das war richtig cool. Und ja, aber der Film, ich habe ihn wirklich mega interessant gefunden zum Schauen. Ist cool erzählt, cool gemacht. So, ich find die Panda-Filme, Kung Fu Panda-Filme einfach auch cool gemacht. Und Ja, definitiv. ich schaue schon gerne Kung Fu-Filme und aufgrund von dem kann ich sagen, für einen Trickfilm mit Kung Fu-Szenen richtig nice. Richtig nice Yep. zum Zuschauen. Richtig schön gewesen. Und wer den Film auch nicht auf dem Schirm hat, wie ich und wie alle anderen, die ich bis jetzt gefragt habe, irgendwie, der ist, glaube ich, an den meisten vorbeigegangen irgendwie. Ja, der war ziemlich leislich. Ja. Hey, gönnt nicht durch den, auch wenn ihr kein Kind habt oder so. Das ist wirklich ein cooler, nice Film. Mega gemütlich zum Schauen. Genau. Genau. So, und ich habe jetzt das Battle nicht aufgemacht. Muss ich es leveln? Alles klar. Nicht, oder was? Hast du noch etwas? Nein, ich habe das echt Knüpf nicht. Hey, wir sind schon fertig. Ja, also, ich mache es jetzt halt am Schluss. Für die WoW spielen in der Schweizer Szene oder schon auch, wo ein bisschen Leute suchen für zum Mitspielen. Ja, ihr könnt euch auch gerne bei uns melden. Ja, ihr könnt auch gerne mit uns ein bisschen mitraiden. No. Es gibt keine Voraussetzungen, es gibt keinen Progress-Stress oder ich meine auch, das bin ich gestern gefragt worden und ich habe gedacht, was, das ist noch ein Ding im Retail? Ich glaube es zwar mittlerweile schon, ja, es ist wahrscheinlich so in Progress-Gilden so ein Ding. Hat mich jemand gefragt, ja, wie sieht es aus, habt ihr in der Gilde irgendwie, muss man da so pro Woche irgendetwas einzahlen in die Gildenbank oder so? The hell? Das gibt's noch. Ja, ich kann mir schon vorstellen, so wirklich heftige Progress-Gilden, die sagen, hey, pro Woche möchten wir gerne 10'000 Gold oder so, damit wir Zeugs einkaufen können, damit wir uns vorbereiten und so shit. Glaube ich schon. Ich mag mich noch an Zeiten erinnern, wo man hat ein Bewerbungsschreiben schreiben in meine Gilden reinkommen.
Was spielst, wie manchmal spielst, Ja, willst du raiden, willst du nur sammeln, willst du dieses machen? Ja, habe ich einiges gemacht und nachher habe ich gesagt, mache ich nie mehr. ja. Und nämlich genau alles das, was sie gesagt hat, ja, auf das wollen wir schauen und so, genau das haben sie sich nicht gehalten. Nein, Ja, aber darum, ich will einfach ich will eine gemütliche, ja. gechillte Gildengruppe haben, wo man also mein Ziel ist erreicht eigentlich, wenn wir es schaffen, so ein bisschen einen regelmäßigen Dungeon-Abend können zu organisieren. Sei das jede Woche ist oder alle 2 Wochen. Ich bin da schon ein bisschen am Schauen, wie wir es machen können, dass wir so Ende Woche so eine kleine Abstimmung ins Discord reinhauen. Hey, wann geht es euch nächste Woche oder in den nächsten 2 Wochen? Und dann, dass, wenn sich ein Datum herauskristallisiert, dass wir können sagen, okay, komm, an diesem Abend 2 Stunden, wir brauchen Healer, wir brauchen Tank, wir brauchen DDs, wer hat Lust? Ich kann nur eins Ja, spielen. ja, ja. Also der Hilly-Willy Oder, oder oder der einfach Frügler. einfach prügeln. Genau. Ich liebe meine Namen im World of Warcraft. Und ich habe gerade vorhin gesehen, hat mir jemand auf Insta geschrieben, er sei auch schon voll drin. Von jemandem, wo ich das gar nicht gerade. Der macht auch keine Streams mehr, kein Content an sich, aber beobachtet das anscheinend alles noch ein bisschen. Mhm. Und dann würde ich jetzt nachher schreiben, ja, schön bist du drin, aber du bist nicht in der Gilde. Warum? Und Warum mal schauen. nicht? Ja. Ja. Und eben, also tatsächlich kann ich auch sagen, ich spiele unregelmäßig World of Warcraft. Es ist nicht mehr so anstrengend wie früher. Es kommt Genau. ganz darauf an, wenn du da Was, halt dran gehst. genau. Kommt ganz drauf Wenn an, wie dein du an Ziel dran ist, gehst. schnell Progress zu machen, da höhere M+-Keys zu machen und Raids und alles rum, ja, okay, dann gibst du halt auch entsprechend Vollgas und musst dich Richtig, ja. vorbereiten und so. Aber mein Ziel ist einfach, gemütlich können Fun. zu spielen, den Content können zu erleben, eben auch Dungeons zu machen, wenn wir mal Ja. einen Raid-Stand bringen, umso geiler. Warum nicht? Spricht nichts dagegen. Vor allem muss ich Ähm, auch wirklich sagen, dass die Kampagne, also die Story-Erzählung, viel besser wurde gegenüber früher. oh ja. Das ist wirklich. Oh ja, das habe ich gerade gestern im Stream gesagt. Einfach nur schon, dass sie mit mehr Zwischensequenzen arbeiten und so. Ja. Das ist so eine Verbesserung. Richtig gut. Also ich glaube, ich weiß, wie unsere Folge heisst. Irgendetwas mit Warcraft. Weil wir haben jetzt sicherlich ein Drittel davon nur von World of Warcraft geredet. Ja, wenn wir noch irgendeinen schlauen Namen finden, aber gewinnen wir Join the schon. Guild oder so. Du hast gesagt, schlauer Name. Hallo? Ja, finden wir schon. Wir haben Ja, bis jetzt immer einen guten gefunden. ja, das Aber- ist es so. Hey, dann sage ich es heute auch mal. Du hast das schon immer gesagt. Merci vielmals, dass ihr bis hierhin zugelassen habt. Ja, haut uns eure Gedanken rein. Wir sind immer froh um Feedbacks oder auch um Filmvorschläge. Und wir schauen zwar nicht alle. Sorry, Shane. Ich habe noch etwa einen oder zwei von dir, die ich noch schauen muss. Ja, meine Liste Genau. ist einfach lang genug. Hey, ja. Aber danke vielmals, dass ihr immer wieder zuhört. Ja. Dann bis nächsten Monat. Ja. Tschö mit Ö und so. Tschüss mit uns. Tschüss. Ade.